So, schwitzt schon irgendwer? So, grüß Gott beieinander. Mr. Shadow, Mr. Opti gut zu was Crazy Cattle. Habe die grüß euch. Kommst seit der Früh aus dem Schwitzen raus. Ja, es ist dezent warm. Ja, wir haben es heute dezent warm. Ich glaube, 34 Grad hat man vorher das Auto mal angezeigt. Keine Ahnung, wie es jetzt ist. Ich war jetzt ungefähr eine Stunde schon nicht mehr draußen. Jetzt wollten wir es aber heute, ich hab halt ernsthaft überlegt, ob ich überhaupt live kommen soll, weil es einfach wirklich unfucking fassbar heiß ist. Aber ich habe mir dann so gedacht, ich komme vor Samstag sowieso nicht mehr live, weil ich es nicht schaffe, weil ich halt im Real Life ein wenig was erledigen muss, nur vor einem Urlaub. Deswegen haben wir gedacht, jetzt ziehe ich den Stream heute einmal durch. Und wenn ich in einer Stunde merke, es ist überhaupt nicht mehr auszuhalten, ja mein Gott, dann kann man aber einer werden. Ja? Alles für die Party-Gang, ja. Man muss sich auch mal opfern können als Streamer für seine Community, ja? Tue ich ja gern. Hinter einen wunderschönen Montagabend hier. Alles fit bei dir. Wie geht's euch? Passt alles. Ist alles zauberhaft, abgesehen davon, dass auf ein Kanonwasser davor schwimmen kannst. Oh ja, heute ist wieder extrem warm. Heute ist wieder extrem. Mich wundert es tatsächlich, dass ich heute nach der Nachtschicht habe relativ gut schlafen können, weil normalerweise wartet sie sich ja dann im Zimmer relativ stark auf und da ja in der Nachtschicht dann das Fenster auch zumachen muss, weil ich sonst den ganzen Lärm um mich herum habe. Aber da bin ich Gott sei Dank gut davon gekommen. Also tatsächlich, für das, dass die erste Nachtschicht war, relativ gut geschlafen, tatsächlich. So, also noch genau drei Tage, wo ich arbeiten muss. Also sprich heute und morgen in der Nacht und Freitag in der Früh und dann ist Betriebsurlaub. Okay? Bin es schlimmer als letzte Woche. Ja, es ist mehr Schweile tatsächlich. Es ist tatsächlich wirklich mehr Schweile, finde ich. Da hast du nicht Unrecht. Kannst nie schlafen, wenn es so heiß ist. Ja, bei dem Wetter, das bringen den wenigsten zusammen. Also selbst wir haben am Wochenende im Bett gelegen und haben uns gesagt, oh Alter, gibt's irgendwie so Eisbett oder so, weißt du, das wo irgendwie von unten kühlt oder so, aber ja, im Endeffekt, am Ende des Tages müssen wir eigentlich fast froh sein, dass wir auf alle Fälle so schönes Wetter haben, weil es ist so schnell wieder rum mit dem schönen Wetter. Also ich meine, wenn wir jetzt mal 5 Wochen Ferien schauen, dann haben wir schon September, dann wird es schon langsam wieder frischer, es kommt der Herbst, es wird wieder nass, es wird kalt. Im Endeffekt, eigentlich ist es ja ganz cool, dass wir mal so einen richtig schönen heißen Sommer haben. Weil der letztes Jahr war ja jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ohr, finde ich. Von daher glaube ich, ist es schon okay so. Wenn wir ein bisschen heißes Wetter haben jetzt die nächsten Tage noch. Bei Amazon gibt es Kühldecken und Kissen. Ernsthaft? Muss ich direkt einmal schauen. Na gut, die Frage ist, inwiefern sie sich rentiert, weil, wie gesagt, das sind jetzt halt einmal so 3-4 Wochen, wo es einmal ein wenig heiß ist oder potenziell heiß sein kann. Ja, schauen wir einfach. Also, wie gesagt, ich tatsächlich genieße es sogar, dass wir ein bisschen einen Sommer haben. So. Weil, wie gesagt, wenn ich mal so auf letztes Jahr spekuliere, gestern Urlaub, ja toll, und dann drängt es 3 Wochen. Ja, das ist halt dann auch wieder nicht schön so. Von daher, das hält mir, ich habe schon richtig das Bosheitschip für heute. Also, ja, ich habe mich wieder nicht gepflegt. Ja? Von daher nehmen wir es einfach so mit. Naja, so ein bisschen Abkühlung kann man sich ja verschaffen. Es gibt ja Gott sei Dank so schöne Erfindungen wie Freibäder oder Seen oder Bockerweiher oder Eis, vor allem Eisbecher und so ein Zeug. Das ist dann auch wieder cool, wenn man halt dann abends dann wieder mal, keine Ahnung, bis 1 2 sitzen kann draußen, ohne dass man 2 Deckern und 3 Pullovern braucht, so auf die Art. Genau. Genießen wir es einfach nur ein wenig. Wie gesagt, das ist schnell nur eigentlich wieder um. Grüß dich, Safira, habe die Ehre.
Wie geht's da? Schön, dass du reinschaust. Ey, das Lied haben wir doch vorher gerade eben schon gehört. Wir verarschen jetzt, oder was? Erinnerst. Ja, Leck. Es ist ein Babybatze. Ja, ja. Der. Hey Zero, merci für dein Reset im 9. Monat. Jetzt hast du schon das zweite Baby, da schau her. Aber das, was du jetzt hast, ist halt ein wenig geschubst. Danke dir, weiterhin willkommen in der Bazzi-Gang und viel Spaß mit dem, als mein treuester Arbeiterkollege, wie auch immer. Alles fit bei dir. Dennoch müsste jetzt nicht so heiß sein. Ja, gut, okay. Ich mache 28 Grad Daten jetzt halt. Müsste jetzt nicht 36 Grad sein bei uns. Vor allem für deutsche Verhältnisse ist es schon sehr, sehr heiß. Wobei, es hat halt früher halt auch schon gegeben. So ist es nicht. 35 Grad, ja, das ist schon hart grenzwertig für, Deutschland, sag ich jetzt einmal. Wie gesagt, ich weiß nur den Jahrhundertsommer 2006 bei der Weltmeisterschaft, da war es auch ungefähr genauso heiß. Aber es ist jetzt nichts, was es noch nie gegeben hat, ja. Aber ja, wie gesagt, 35 Grad, das ist halt für uns schon ein wenig hart an der Grenze. Weil, es ist heiß. Ja, heute ist heiß. Aber ich opfert mich auf, okay? Ich hab's vorher gerade gesagt, ich bin jetzt bis Wochenende überhaupt nicht auf Twitch online, weil ich im Real Life einfach ein wenig etwas noch erledigen muss von Urlaub. Deswegen haben wir gedacht, jetzt ziehe ich durch, ich schwitze halt für euch. Ja, ich tue es für eng. Wenn man so will. Einfach Kaltgetränke zubringen, Hosen ausziehen im Notfall. Ja, Zeitung braucht es halt keine. Heute spielen wir nicht Resident Evil, das heißt, das passt dann schon wieder. Ja, den einen oder anderen Eisbecher dazustellen und dann bringen wir die 2 Stunden jetzt auch irgendwie um. Ja? Also ich hoffe es zumindest. Außer mein PC sagt dann irgendwann, hey Alter, du kannst mir jetzt fett am Arsch lecken. Ja, dann halt nicht. Genau. Thema 2 Stunden Stream, ungefähr bis Simi, wie immer, ist wisst ihr, wie es läuft. Was machen wir heute? Wir schauen uns heute ein wenig in der Wüste um. Wir holen uns heute ein Fossil-Pokémon, das war als Geschenk des Pokémon-Zeit. Wir werden das Ei ausbrüten, was wir letztes Mal gekriegt haben. Und dann darf normalerweise noch der Norman anstehen, also unser Papa, also Ingame unser Papa, das ist der 5. Arenaleiter. Schauen wir mal, wie lange das wir brauchen. Dann haben wir nämlich den, wenn es gut läuft, auch noch eine ober und holen uns den 5. Orden. Und dann war es das, glaube ich, heute schon so ziemlich. Ja, also müssen wir mal schauen. Das Rätselhaus müssen wir noch machen. Da kriegen wir vielleicht noch ein paar Trage-Items, die uns vielleicht nützlich sind. Schauen wir mal. Wie gesagt, wenn ich jetzt natürlich in einer Stunde feststehe, es ist nicht auszuhalten, da mein Ventilator da drin, der macht es gerade erträglich, also das passt jetzt eigentlich auch. Aber ich habe jetzt vor, dass wir durchziehen, okay? Bist ja aus Österreich. Ja gut, okay, wir haben eh die gleichen. Ja? Bayern, Österreich, das zählt alles aus uns. Wir sind ja nicht umsonst Lieblingsnachbarn. Ja, jetzt 31 Grad draußen und 22 drinnen. 22? Ja, so ungefähr habe ich jetzt auch gerade, aktuell. Ich meine, das Problem ist von da unten, also mein PC steht ja da unten drin. Von dem geht ja auch Wärme da noch. Also der wird dann jetzt ungefähr 50, 55, vielleicht sogar 60 Grad wird er nicht haben. Aber so 50 Grad wird er schon auch forzen, sage ich mal. Das ist halt ungeil im Sommer. Ja, das ist im Winter ganz cool, weil da hast du so eine kleine Heizung dazu. Aber im Sommer, wenn es so heiß ist wie heute, ich sage, für Streamer ist Sommer eigentlich ein Scheiß wieder. Also wenn es so richtig heiß ist, weil du bist einfach nur da und leidest, so auf die Art. Und so hast du extra Hand dahinter gekriegt, ja, das meine macht es nicht besser. So, die ersten 3 Liter heute habe ich schon. Ich befürchte, es kämen nur mit 3 Liter dazu. So, Leute, jetzt spielen wir aber. Es hat ja schließlich nicht zum Raschen da, sondern es wird ja irgendwas sehen, meine, oder? Ist dieser Deal? Sollten wir anfangen? Sollten wir ja anfangen? Oder braucht es da schon kurz Zeit, um ein Getränke, Kühltaschen, Kühlakkus oder sonst was zu holen? Oder soll ich loslegen? Lasst es mich wissen. So. Mal Start. Ja. Gut. So, da warten wir wieder. Wir haben letztes Mal
in Bad Laverstadt stehen. Wir haben letztes Mal, ich möchte es nochmal anmerken. Ich weiß nicht, wie weit der Mr. Option mit seinen Watts ist, aber wenn nicht, dann hilft, dann spoiler die jetzt leider. Wir haben letztes Mal Flavia in Grund und Boden gespielt, ja. Die hat gar keine Chance gehabt. Wir haben da Deathless durchgegangen, wir haben ein sehr solides Team gehabt. Sprich, wir haben jetzt 4 Orden, das zeigt es ja schön am Overlay unter meiner Legend irgendwo. Also quasi da unten irgendwo müsste ein Orden zum Sehen sein. Genau. Wir brüten jetzt auf alle Fälle im Laufe der nächsten Minuten einmal das Ei aus, was wir gekriegt haben. Da möchten wir mal schauen, was da los ist, was da rauskommt. Kann man eigentlich gleich machen, dass wir uns gleich mal mitnehmen. Wenn es das gleiche ist wie im Original, dann wird es nichts Besonderes nicht, aber es ist immerhin doch ein Hack. Steht auch jetzt nicht in meiner Dokumentation, was da rauskommen kann. Lass uns einfach überraschen. Bist du auf dem aktuellen Stand? Sehr gut. Dann habe ich dich jetzt quasi nicht gespoilert. So. Genau, wir müssen dann immer wieder zurückrennen, indem wir dann oben über den Steilpass gehen. Okay. Gut. Da auf jeden Fall noch ein Item. Nugget, das ist gut, das können wir verkaufen, da gibt es einen Haufen Kohle. Wir haben ja letztes Mal von der... Hoppala, ja, das ist auch noch optionaler. Gut, der tut uns jetzt nichts mehr, wir haben maßlos überlevelt dem gegenüber. Wir haben ja letztes Mal noch das Wüstenglas gekriegt. Das was uns natürlich jetzt ermöglicht, dass wir eben in die Wüste gehen können. Und da holen wir uns wieder, wie ich vorher schon gesagt habe, holen wir uns auf alle Fälle ein Fossil ab. Und werden wir das dann auch entwickeln lassen. Marschall, habe ich dir. Alles flauscht, es ist warm. Es ist einfach warm. Belassen wir es einfach einmal dabei, ja? Wie geht's da? Alles fit bei dir? Schön, dass du einer schaust. Ja, ich hab's eh schon in Discord geschrieben, Marschall. Also, muss sagen, Madison. Stabil. Boah, stabil. Hat mir gefallen. A2, sonst ist gut. Sehr gut. Wie gesagt, gegen Titz können wir ja ein bisschen vorgehen. Ja? Ich hab's eh vorher gesagt, das zieht seinen Großen aus oder was weiß ich. Schmiert seinen Geistkugeln auf den Stuhl, keine Ahnung. Kriegen wir schon irgendwie durch die nächsten 2 Stunden. So. Gut, Route 111. Da zählt leider auch die Wüste dazu als Route 111. Das heißt, wir dürfen uns in der Wüste an und für sich kein Pokémon fangen. Ja, weil wir haben ja den Encounter damals schon gefangen, wie wir da aufgekommen haben. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich nur da, um zu schauen, ob wir irgendwelche Items finden und das Wichtigste, wie gesagt, sind Fossilien. Da wo wir uns eines ergattern können. So, für alle, die sich fragen, was Wüstenglas ist, das ist im Endeffekt eigentlich nur das Schutzbrenn. Warum das Wüstenglas als Übersetzung, warum sie da Wüstenglas übersetzt haben, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber gut, Hauptsache wir können da rein. Jetzt muss ich, da haben die Fossilien. Wir dürfen uns noch eins mitnehmen, wenn wir uns für das Rechte entscheiden, oder wenn wir uns für das eine entschieden haben, versinkt das andere im Treibsand. Im Original hast du dann keine Chance mehr gehabt auf so ein Fossil, dass du noch eins kriegst. Das ist aber typisch. Ich hab mir mal sagen lassen, dass man in dem Hack von allen Pokémon, die wo man in der Wüste encountern, die haben da 50% Chance, dass die irgendein Fossil tragen. Das können wir allerdings jetzt nicht abusen, das war ein wenig zu overpowered. Ja? Wenn ich jetzt einfach da hergehe und hack mir alle Fossil-Pokémon, machen wir jetzt an der Stelle nicht, okay? Ich bin jetzt eigentlich eher so, dass ich sage, dass es Wurzelfossil mehr hat. Also es gibt das Clown-Fossil und das Wurzelfossil. Aus dem Fossil kommt jeweils ein unterschiedliches Pokémon raus. Da wir momentan kaum Pflanzen-Pokémon haben, deswegen gehe ich eher fürs Wurzelfossil tatsächlich. Ja. Neolai, danke für dein Following. Habe ich dir. Also, wir nehmen das Wurzelfossil. So. Und wie schon gesagt, wenn wir das eine Fossil nehmen, versinkt das andere im Treibsand. Aber gut, Wurzelfossil, glaube ich, ist eine stabile Entscheidung.
Ich glaube, es wird wahrscheinlich noch allerhand versteckte Items zu finden, aber das sparen wir jetzt einfach. Wollen wir ja nicht allzu viel Zeit verdrücken. Keine Ahnung, was er für ein Problem hat mit seinem Cache in der Wüste. So, der Felsen da, der ist gar nicht einmal so uninteressant. Zumindest irgendwann später ist er nicht mehr uninteressant. Diese Felskonstellation gibt es in der Region genau 3 Mal. Ja, also ein dicker Felsen in der Mitte mit ein paar kleine außenrum. Warum? Da haben 3 legendäre, beziehungsweise in einem Felsen ist jeweils ein legendäres Pokémon drin. Das kann man theoretisch auch dann fangen. Die Frage ist, ob wir uns das antun. Weil das ist nicht ganz so ohne. Zum jetzigen Stand des Spiels können wir da aber nichts anfangen mit. Ich sag's nur der Vollständigkeit drüber. So, da kriegen wir Themen, das ist Sandsturm. Nehmen wir dankend mit. Werden wir zwar wahrscheinlich nie brauchen, aber was wir haben, das haben wir. Wenn wir nicht wissen, ist, ob wir da noch irgendwo auf dem Felsen aufgefangen können. Da. Gut, dass wir Vorradl haben. Ja toll, und sonst gibt's da jetzt nichts, oder was? Ja, okay, lol. Na gut. Wichterli, einen wunderschönen Montagabend wünsche ich dir. Alles fit bei dir. Wie geht's dir bei diesem heißen Wetter? Ja, das war so klar, der hat er nicht weit sein können. Spitzt wie ein Bleistift und so nass wie Wasservorrat. GSC gut. Also, einfach nah sei. Einfach fucking nah. Merci für deine Pizza, wie dir. Blütenburg City sollten wir. Wir können da jetzt am Blättern hin. Ja, stimmt, über dem Boot, okay. Jetzt bereits sind drüber, scheiße. Auf in die nächste Runde Pokébooty kleiner als 3. Der Pokébooty. Ja, kleiner als 3. Ein schlechter Eindruck ist auch ein Eindruck, ja. Bei dir gibt es keine schlechten Eindrücke nicht. So, wir können jetzt in den Scheiß Stadt, indem ich Außennummer fahre. Okay. Mag jetzt nicht wieder irgendwelchen Idioten zertrümmern lernen. Auf das habe ich jetzt einfach die 10 gemacht. Halt, wir müssen das Rätselhaus noch machen. Ich darf gar nicht anders Nummer fahren. Ja, okay. Danke für deine Blitzflüchterli. Ja, okay. Dann hole ich mir jetzt einfach mein gestungenes Zickzacks, das was zertrümmern kann, und gehe dann in die andere Stadt, weil dann machen wir das Rätselhaus gleich noch. Müssen wir jetzt 2 Mal machen können, wenn mich nicht alles täuscht. Level Cap übrigens für die kommende Arena ist 42. Enten setzt Regentanz ein. Ja, das gibt nur 2 Probleme. Erstens habe ich kein Enton und zweitens, Regentanz kann nur Aluminium. Genau, sei, wann kommt denn eigentlich dein Beweisvideo? Jetzt weil ich es gerade so lese. Wann kommt dein Beweisvideo für den Regentanz? Ich muss das Radweg da einen kompletten Schlaganfall kriegen. Also das Video, das darf ich wahrscheinlich sogar, wenn es regnet, ja toll. Können wir nur ein wenig warten. Das Video darf ich wahrscheinlich freiwillig zwecks dem Clickbait auf meinen YouTube-Kanal veröffentlichen. Ja, einfach extra jetzt Fleiß. Dass die auch gleich wissen, was bei uns so los ist. Da musst du den Booty schwingen, ja? Das war der mal. Da ich meinen Alert triggern, dass mein OBS reißen darf. Das darfst du auch nicht mehr. Dicke S Pikachu. Ich muss mal schauen, ob es tatsächlich ein Gift gibt, wo Pikachu einen Booty Shake macht. So, bei dem Internet, was es mittlerweile auf der Welt gibt, glaube ich, gibt es das schon. Da hat es bestimmt mal irgendeinen so einen Volksstrahlten gegeben, der wo sowas gemacht hat. Da bin ich mir eigentlich fast sicher. Es ist zu warm, sonst alles gut, ja.
Wobei, ohne Scheiß, ich möchte es jetzt nicht verschreien, aber es ist tatsächlich jetzt momentan noch recht auszuhalten da jetzt dann mit der Speierei da. Gut, mein Ventilator läuft halt jetzt auch heute auf Hochtouren, von daher ist das ganz angenehm und meine Flauschknödel schauen auch noch ganz fit aus, also von daher glaube ich, haben wir Bari. So, du kannst da drüber, du musst jetzt mit. Ich muss mich richtig degradieren. So. Rob Van Habitäre, einen wunderschönen Montagmorgen, was ist denn mit dir? Bist du gerade aufgestanden, oder was? Aber Habitäre, alles fit bei dir, steht aus einer raus. Kriege ich jetzt Schier 54, wenn die Pokédex, wegen der Pokédex-Nummer verändern. Wenn ich mir das jetzt anfange, dann kommt ungefähr jeder, der, hey, ich möchte einen eigenen Alert. Vielleicht irgendwann. Ja, vielleicht irgendwann. Ja? Wenigstens ist der Druck eine Hitze und nicht schwer. Das stimmt, heute ist eigentlich tatsächlich nur fucking heiß. Ja? Wir haben Samstagabend Saisonabschlussfeier gehabt vom Tennis. Und ich hab davor Mixed-Topic gespielt. Ohne Scheiß, ich hab noch nie so viel gesoffen wie an dem Tag. Ich glaube, ich habe in der ersten Hälfte vom ersten Satz, glaube ich, 2 Liter belassen. Das war brutal. Dann ist um 7 auf die Nacht ist dann ein richtiger Wederring gekommen. Da hat's ungefähr runtergerenkt, was runterrennen hat können. Das hat eine halbe Stunde gedauert und danach war es einfach fucking angenehm. Das hat so gut da. Aber tatsächlich ist heute einfach nur verdammt heiß. Da bin ich ganz bei eng. Der 50.000 Punkte ein eigener Befehl. Ja, was generell, was Kanalpunkte angeht, da könnt ihr mir gerne mal ein bisschen Input schicken. Also jetzt, das ist jetzt nicht nur an meine Mods gerichtet, sondern generell auch an euch, an die Community. Wenn ihr da Ideen habt, was man eventuell machen kann, dann dürft ihr mir da gerne mal Ideen zukommen lassen. Weil ich irgendwie so das Gefühl habe, dass man da noch ein wenig mehr draus machen kann. Tatsächlich. Oder beim Cyan Anton Sound hinterlegen, ja, das war noch eher machbar. Bist du mal kurz weg? Der Powernap des Todes, wer kennt's? Wer kennt's? Leg mir mal eine halbe Stunde hier, ja. Kommst in einer anderen Zeitzone wieder auf. Und wenn's da einfach so der mit der Lastwagen über den Haufen gefahren. Wer kennt das nicht? Er ist ja oft genug mitgemacht. Ja, das hat der Mod so geschaut, das ist... Also ich will jetzt ja Trainerkampf, ja, da wird's mit dem Flüchten ein wenig schwer. Willkommen Sounds wie bei der Yassi. Ja, da müssen wir uns einmal Gedanken machen, die nächsten Tage, Wochen, wie auch immer. Ich meine, das pressiert jetzt nur nichts, ja? Also das Wesentliche, das haut eh hin. Aber so 1, 2 Sachen oder 3 Sachen könnten da schon, glaube ich, die Daten schon noch ganz gut dazu passen. Pummeluft-Gesangseinlage. Ja, das war aber dann wieder nur so projektbezogen, weißt du schon? Wenn ich jetzt so eine Pummeluft-Gesangseinlage mache, das kann ich dann nur machen, wenn ich Pokémon spiele, weißt du schon? Und das tue ich ja jetzt nicht so. Das ist jetzt mal wieder ein Projekt momentan, das nächste ist dann erst im November, Dezember wieder, wenn die neue Generation rauskommt, so auf die Art, weißt du? So, überlasse meinen Geist die Stellung und begebe mich zur Physio. Bis dann. Mr. Prof, genießen Sie die Physio. Und ich wünsche dir, dass du nicht ganz so stark schwitzen musst und nicht ganz so stark hergenehmigt wirst. Ja? Und danke dir fürs Dabeibleiben. Aha. Ja gut, okay, der Rätselhaus, Sepp hat wieder ein Rätsel für uns. Jetzt müssen wir aber erst noch mein Team wieder so machen, dass es wieder passt, weil mit 4 kampffähigen Pokémon geht da nicht rein. Kannst auch voll vergessen. Troggelbecher. Also bitte steinigt's mir jetzt nicht, aber was ist bitte ein Troggelbecher? Das sehe ich heute zum ersten Mal. So, Garados, du bist wieder dabei.
Zickzacks ist raus. Aus Gründen. Wie lang braucht denn das Ding eigentlich, bis das schlüpft? Dauert das noch länger oder? Das Ei braucht sicher noch sehr viel Zeit. Du kannst mich fett am Arsch lecken. Okay, das brüht die Offstream aus, okay? Was nehmen wir noch mit? Nehmen wir Dragonier, weil warum nicht? Umgangssprache für Würfelbecher und absoluter Bringer bei Edna bricht aus, Harveys neue. Oh, okay. Das muss man dann nochmal genauer erklären. Aber ich halte es mal im Hinterkopf. So, Rätselhaus, Freunde. Das wo nicht so rätselhaft wird. Tatsächlich, wenn wir nachher den 5. Orden noch schaffen, haben wir Zugang zu der kompletten Map. Was dann auch bedeutet, dass wir wieder weitere Encounter sammeln. Jetzt aktuell haben wir ja, was Encounter angeht, auf uns gestellt. Also wissen wir der jetzt klar muss, gell? Der steckt im Fenster drin, oder was? Ah, nicht schlecht. So. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was das für ein Rätsel ist. Oder beziehungsweise was für ein Schema das Rätsel hat. Ah, da braucht man... Okay. Da brauchen wir Stärke. Bringen wir hin. Jetzt, wo ich Zickzacks abgelegt habe, fix nochmal. Schauen wir mal. Stärke kann eigentlich alle lernen. Oh, aber VM-Attacken irgendwann zum Lernen, das ist halt einfach scheiße. Wobei, mir fällt gerade ein, wir müssen dann im feurigen Pfad noch schauen, da gibt es Toxin zum Holen. Das brauchen wir schon unbedingt. Das kann man heute lernen. Da hören wir jetzt Meistergriff. Freunde, da hören wir jetzt extra zu Fleiß, hören wir das Meistergriff. Wir machen jetzt nicht irgendwem von denen Pokémon Stärke lernen, was absolut keinen Sinn nicht macht. Das Ding zur Erklärung, es gibt ja VM-Attacken und TM-Attacken. Und die VM-Attacken kannst du nur durch einen NPC wieder verlernen lassen, sonst nicht. Also du nimmst da quasi mehr oder weniger so ein bisschen die Freiheit, 4 verschiedene Attacken zu lernen. Bis zu einem gewissen Punkt des Spiels. Ja? Wenn du den Attackenverlernen mal erreicht hast, ist das natürlich völlig irrelevant. Aber da haben wir noch ein ganz Stück weg davon. So, du hast eh nur zermürben, was sowieso keine Sau nicht einsetzt. Und Meistergriff, glaube ich, kann Stärke ganz gut brauchen. Machen wir so, haben wir auf der sicheren Seite. Genau, VM ist eine versteckte Maschine und TM ist eine technische Maschine. Genau so ist es. Der Mr. Saijin klärt den alle auf. Oh, Mineral haben wir ein wenig schneller. Gut, jetzt aber. So, wir können jetzt da ein bisschen durch, indem man das nach oben schiebt wahrscheinlich, oder? Ja. Also erklär Anton, ja? Das Anton mit unfassbar hohem Wissen, ja? Anton ist ja ein schlaues Pokémon, haben wir mal gelernt. Oh, der kriegt... Oh, ey, kannst du mir das Eis geben? Stratos-Eis? Da die gerade fühlen, ehrlich gesagt. So. Das ist ein kompletter Troll, der Felsen. Warte mal, da ist die Schriftrolle in der Mitte. Aha, da geht's da nicht rum. Okay, gut. Okay, das ist eigentlich nur, dass man da wieder... Okay. LOL. Billinger, habe die Ich kläre euch alle auf. Also, wenn... Also, ohne Scheiß. Wenn du nicht mehr wartest, dann wartest du direkt langweilig drin, ehrlich. Ohne Witz. Also, du bist schon irgendwie so... Du brauchst eigentlich ein eigenes Emote. Sag das, wie es ist. Aber meine Emotes sind alle voll.
Blöd. Jetzt müssen wir Partner werden, jetzt haben wir soweit. Ja, lol, und wir... Moment. Ich hab da irgendwas versaut. Jetzt pass auf. Oh, mir resetten. Price, habe ich die. GSC Hoops. So. Ja gut, so können wir jetzt da auf alle Fälle... Ja gut, da müssen wir schon irgendwie so gehen, weil anders macht es keinen Sinn. Das muss schon irgendwie so gehen. Da ist noch Luft... Nein, eben nicht. Aufgrund den unfassbar kranken Support, den es da teilweise vom Start belastet, ja, das muss ich jetzt einmal kurz so anmerken, weil jetzt gerade die Frage aufkommt. Weil es da teilweise so dermaßen übertrieben eskaliert hat in der Vergangenheit, hab's ich innerhalb weniger Wochen jetzt, ja, in Anführungszeichen, geschafft, alle möglichen Emote-Slots frei zum Schalten, die wo man als Affiliate freischalten kann. Ich kann nicht mehr freischalten, es ist vorbei. Es gibt nach oben jetzt nur noch eine Grenze und das ist der Affiliate-Status, wahrscheinlich der Affiliate-Status, ist der Partner-Status. Ja? Erst wenn ihr einen Partner-Status erreicht, kriege ich weitere Emote-Slots. Ja? Stand jetzt, ist vorbei. Ich krieg nicht mehr Emotes. Die Emotes, wo wir jetzt haben, die haben noch 2 freie Slots für animierte Emotes, okay? Aber die losen wir jetzt offen, weil ich ja nicht weiß, was in Zukunft noch kommt. Dann kann man das noch so ein bisschen verbackeln. Aber Stand jetzt, alle Emotes, die ihr jetzt dort zur Verfügung habt, ich krieg nicht mehr. Ja? Die haben jetzt gefüllt. Und mehr Slots gibt es nur, wenn man einen Partnerstatus erreicht. Und das brauchen wir uns jetzt auch nicht vormachen, das wird halt wahrscheinlich auch nie passieren. Trotzdem Dankeschön an der Stelle. Ja? Ohne Eng wird das sowieso überhaupt nicht möglich werden. Ich bin nicht schuld, ich schau bloß... Ja, das ist aber auch Support, ja? So ist es jetzt nicht. Ah, ja, ich verstehe die Frage schon. Jetzt soll ich es gesehen. Auf dem Weg Geringverdiener. Basti vor Partner kleiner als 3. Okay, dir 3. Irgendwie hab's irgendwie memoriert, ich weiß nicht. Warum kann ich nicht einmal irgendwas anschmerzen, ohne dass wieder irgendwer dazwischen gerät? Sei und Fichteli, danke für eure Bits. Und Optio, danke für deine 3 Gift-Subs an den Bierzeit Steve, an die Mondkatz und an den Mr. Sodom Prime. Viel Spaß mit den Emotes und willkommen in der Bazi Gang. Dankeschön, Leute, jetzt Herz wieder auf, okay? Weil das Ding ist nur weil... Ja, nein, ich sag jetzt nichts. Nein, einfach nein. Dankeschön. So, jetzt passt... Kümmern wir jetzt mal schnell das Rätsel da mal. Wir müssen da irgendwann wieder Zeit aus der Bude da rauskommen. So, da schleichen wir uns jetzt ein bisschen Niki-Piki um und holen wir uns da noch mehr Eis, weil Eis ist mehr gut bei der Hitze, habe ich gehört. 20, 40 und... ja, so ungefähr. Sag niemals nicht. Ja, also, Leute, also, ganz ehrlich, ich bin ja ein sehr optimistischer Mensch, okay? Es ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt alles pessimistisch zeige. Aber ganz ehrlich, einen Partnerstatus auf Twitch zu erreichen, das ist ungefähr so, wie wenn ich einen 6er im Lotto gewinne. Und ganz ehrlich, das sage ich jetzt auch, frei Schnauze weg, da gewinne ich lieber einen 6er im Lotto. Und ich glaube, das werden alle so sein, ja. Natürlich losen wir sofort, was da in Zukunft kommt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist ungefähr, ja. Ich glaube, brauchen wir nicht drin drüber. Oh, bitte sag mir nicht, dass ich das jetzt verkackt habe, weil sonst ich flippe komplett aus. Oh, ich hasse die Stärke-Rätsel. Ja, tatsächlich. Muss sogar passieren mit. Ja, okay, nochmal resetten quasi, oder wie? Sag niemals nie. Nein, das eh nicht, um Gottes Willen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist jetzt schwindend gering, dass das passiert. Ich will den Scheiß wieder resetten, weil das nervt mich schon wieder. Wenn sich das nicht lohnt, ich sag das ganz ehrlich. Weil ja, habe ich die vorher, Entschuldigung, ich hab die vorher gerade überlesen. Es tut mir leid.
Komm gerade aus Mordor, hab vielleicht versehentlich Tür aufverlassen, also nicht wundern, wenn's heiß ist. Ja, du, mich wundert eh nichts mehr, weil, ich war gerade, bis dass der Frodo wieder reinkommt und mir seinen Ring aufwirft. Ja, also da tust du mal nicht runter. Und dann hab ich die Ehre. So, jetzt war es eigentlich einmal nicht schlecht, wenn wir die Schriftrolle da kriegen. Ja? Das war mal sehr zauberhaft. So, da haben wir gesagt, müssen wir nach oben weg. Ich kann das Ganze eigentlich auch beschleunigen, indem ich einfach Speed-Upen tue, aber probieren wir es nur mal so und dann sehen wir es schon. So. Das ist jetzt tatsächlich, vorher habe ich noch gesagt, ja, so stark rätsellastig wird das nicht. Ja. Jetzt haben wir schon wieder so. Ja, jetzt putzen schon wieder zwei aufgerissen. So. So, jetzt müssen wir da mal spekulieren. Wie funktioniert jetzt das da mal ein Blädern? Wir müssen mal irgendwie nach unten kommen. Die Ausgangssituation ist von da. So. Genau, wir müssen dann hinten auf alle Fälle rauskommen, das heißt, wir müssen den so schirmen, dann können wir da durch. Ah ja, siehst du es da, ne? So. Ja, aber das macht er. Achso, ja, den muss man so umschirmen, weil sonst können wir nicht von unten drauf. Okay, dann können wir den nach oben schirmen. So, was haben wir jetzt da? Der muss nach unten weg, dann können wir zu der Schriftrolle easy. War so einfach gegangen. Meine Damen und Herren, es ist soweit. Bazi darf sich ein Horrorgame. Was? Darf sich in ein Horrorgame begeben mit mir und Yassi namens Ghost Exile. We scare the shit out. Du blöde Sau, du blöde. Spiel für einen Stream. Ghost Exile. Ist der, okay, da muss man aber jetzt ein paar Infos geben, weil, was genau macht das Ding, ja? Habe ich mit Resident Evil 8 jetzt nicht schon genug gelitten? Meine Damen und Herren, wir haben das zweite Wunschgame auf dem Kanal. Der Mr. Sai Ching ist Nummer 2 in der Liste, ja? Oh Mann, was wird's denn da wieder haben für mich? Kennst Phasmophobia? Ja, kenn ich schon. Phasmophobia kenne ich schon, ja. Oh, ist das sein Scheiß Ernst, hey? Da krieg ich so einen fucking Rauchball. Okay, das hätten wir uns sparen können tatsächlich. Ja gut, aber okay. Schauen wir mal, ob wir es nochmal machen können. Nur weiter! Ja, toll, super. Sehr gut. Das ist super Request. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Okay, wir können nochmal rätseln. Kann was für mich sein. Ja, ich hab irgendwie so das dumpfe Gefühl, dass ihr irgendwie da voll Bock drauf habt, wenn ich Horrorspiele spiele. Ich keine Ahnung. Also irgendwie, ich denke mal jetzt auch bei Resident Evil 8, das ist brutal, wie ihr da mit dabei seid. Das ist Wahnsinn. Bei mir klopft der Hephaistos dauernd noch. Ja, so ein paar Schläge auf dem Hinterkopf mit dem Hammer, das hat noch nie geschafft. Siege, habe die Ehre. Freunde der Sonne, da geht jetzt gerade eine Shoutout-Welle durch den Chat. Für die Leute, die Leute nicht kennen. Ja, sind alles sehr zauberhafte Streamer. Schaut da unbedingt einmal mal vorbei und lasst auf alle Fälle mindestens ein Following da. Ja, das kostet nämlich nichts und glaubt mir, es wird sich sowieso nicht bereuen. Ja, bitte, Dankeschön. Hey, wie jetzt, was war jetzt der Phase? So muss man da Fragen beantworten, okay. Ja, das bringen wir, glaube ich, hin. So. Ich bin Robopuppe 1, sehr erfreut. Beantwortest du die Quizfrage bis einschließlich Robopuppe 5 korrekt, erhältst du die geheime Losung. Quizmodus aktivieren. Welches dieser Pokémon kann Kratzer einsetzen? Linkara, ganz klarer Fall. Ich finde, dass wir das Schönste wieder haben. Ja, also wie gesagt, man muss eigentlich muss das, es ist zwar fucking anstrengend, brauchen wir überhaupt nicht reden.
Aber man muss eigentlich genießen, solange wir den Sommer noch haben, weil in der 5 Wochen ist wieder September, dann wird es eh langsam kühler. In Professor Birks Tasche befanden sich 3 Pokémon. Welches lag ganz rechts? Warte mal, wie ist das normalerweise? Weil der Wasserstarter ist in der Mitte, oder? Der Wasserstarter ist in der Mitte. Links Pflanze, rechts Feuer. Ist das möglich? Mr. John Siege, du ist Hydropi rechts? Oder ist der... Na, der Feuerstarter ist in der Mitte. So ist es normalerweise, oder? Da ist Feuer in der Mitte, links ist Pflanze, rechts ist Wasser, oder? Hydropi dann. Müsste halt eigentlich Hydropi sein. Ja, das sehen wir jetzt eh gleich. Pflanze, Feuer, Wasser, okay. Spezialität. Gut. Verkaufe ein Fluchtseil und kaufe ein Gegengift. Wie viel... Oh, fick dich halt, ha? Ich habe in meinem Leben noch nie ein Fluchtseil verkauft. Woher soll ich das wissen? Was war ein Gegengift? Kostet 200, glaube ich, oder? Oder 100? Gegengift, Money kostet 100. 105. Was ein Gegengift kostet 175, ernsthaft? Und sie erst auf 175. Ja gut, wenn der Seide sagt, dann wird... Okay, ich weiß nicht, wie du da drauf gekommen bist, aber okay. Diese Musik. Ja, mich wundert es, dass noch keiner geschrieben hat, dass das langsam anstrengend wird. Ist das Kleinstein von Arenaleiterin Felicia aus Metros City männlich oder weiblich? Ich darf jetzt sagen, das ist ein Weiberl. Weil sie ja weiblicher Arenaleiter ist. Also du hast es ja... Okay. Das erklärt einiges. Also, von wie vielen Personen bekommst du im Blumenladen Blütentraumbeeren? Das ist normalerweise eine, oder? Normalerweise kriegst insgesamt in der Region, glaube ich, gibt es 4 oder 5 Personen, die da Beeren geben, aber da tatsächlich ist nur eine normal drin. Sag ich das richtig, Mr. Seitschin, kannst du es mir confirmen, dass es eine ist? Müsste halt eigentlich eine Person sein. 2, wenn das jetzt falsch ist. Mr. Seitschin. Gut, das Schöne ist, man darf wieder von vorne anfangen. Aber jetzt wissen wir die Antworten immerhin schon. Also da haben Fragen anders. Oh, fick dich. Welches dieser Pokémon ist kein Pflanzen-Pokémon? Ja, den Kader. Aber die Antwortmöglichkeiten waren ja nicht mehr die gleichen, kann das sein? Welches Pokémon wurde in der Trainerschule zum Tausch an... Woher soll ich das wissen? Knülz wahrscheinlich nicht, Pandier auf gar keinen Fall. Trainerschule, wo ist denn die scheiß Trainerschule? Trainerschule ist in Metros City, oder? Kann diese Knülz gewesen sein? Nein, das war so ein Mutzelmann, oder? Ja, den hast du. Reicht Bazil. Was ist teurer, 3 Pokébälle oder ein Supertrank? Ein Supertrank kostet 600, meine ich, oder? Pokébälle kosten normalerweise 200. Na, warte mal, na, Supertrank kostet 700. Sowas. Supertrank kostet 700 und ein Pokéball kostet 200, also 3 haben 600, ist der Supertrank der teurer. Was ist teurer? Das ist normalerweise der Supertrank. Sag ich doch. Ist das Kleinstein? Ja, das ist immer nur ein Weiberl. Ja. Wie viele Schilder gibt es in Segras und... Alter, wenn wir die verarschen oder was? Wie viele Schädel gibt's in Segras Ulp City? Ich war noch nicht einmal dort, das ist ja das nächste. Keine Ahnung.
Mods, schaut mir schnell bitte im... Spiel jetzt im... komm mal schnell. Mods, kannst du nicht mal schnell bitte googeln? Ich hab jetzt keinen Bock, das Rätsel nachzumachen. Das ist wahrscheinlich irgendwie so, also 8, meinst du, dass da 8 Schädeln stehen in dem Scheiß, in der Scheiß steht? Das ist eigentlich alles umgeben von Wasser. Vor allem, was für Schädel haben da gemeint? Die, wo einfach random umeinander stehen oder die, wo auch an die Gebäude dran haben? Ich weiß halt nicht, keine Ahnung. Mr. Sodom! Mr. Sodom Prime, merci für dein Raid. Willkommen an dich und deine Hirschen. Oder, das hört sich falsch an. Grüß euch, wie war dein Stream nun? Wir haben gerade ganz böse in ein Rätselhaus drin. Geht's euch gut? Leute, schaut mal bei Mr. Sodom Prime vorbei. Ist ein Retro-Spieler, kommt ebenfalls aus Bayern. Lasst gerne mal bei ihm ein Following da, macht auch guten Content. Lohnt sich auf alle Fälle mal einen Blick, wer ihn noch nicht kennt. 8, okay, sehr gut. Ein Hirschi-Raid, sehr gut. Für die Leute, die mich nicht kennen, ich bin der Gamer-Bazi, grüß euch. Ihr dürft es mit Bazi nennen. Ich komme ebenfalls aus Niederbayern, wie man wahrscheinlich unschwer erkennen kann. Spielen wir heute mit der Rising Ruby Hardcore Nuzlocke weiter. Und ja, lernt euch zurück, genießt die Show. Und wenn irgendwas unklar ist, gern Fragen stellen, okay? Danke, Mrs. Fichteli. Ja, die Losung sollten wir heute dann vielleicht schon mitnehmen, gell? So, dann, wie geht's da? Alles fit bei dir? Hirsch passt schon, ja gut, okay. Nicht, dass ich irgendwas falsch sage. Das wollen wir ja nicht. Magnet ist gut, wir haben aber Plot-Twist, wir haben noch kein Elektro-Pokémon. Kriegen wir aber vielleicht noch. Na gut. Schaust aus wie ein Afrikaner mit holländischer Stimme, das versteht. Ja, freilich. Es ist ein bisschen warm, aber ansonsten schaut schon ganz zauberhaft aus. Bitte, danke für deinen Lurk. Viel Spaß weiterhin. Können wir Namen uns machen? Sehr gut. Gibt ja Gott sei Dank nicht allzu viele Möglichkeiten, wo er sich verstecken kann. Dann ist jetzt wahrscheinlich in dem Fenster drin, oder? Ja, auch nicht. Okay. Rätselmeister wo? Aber der von uns eher wegen dumm, dass wir noch zum Arena-Leiter kommen. Okay. Also kann der von der. Der könnte ja natürlich auf der Seite auch sein. Hä? Wo ist er denn jetzt? Okay. Highlander, habe ich die Ehre. Unter einem Polster. Mr. Sieg ist ja gut. Mr. Seijing. How to not to be. Highlander, ist gut bei dir. Schön, dass du einer schaust. So. Das darf aber jetzt tatsächlich sogar das letzte Rätsel sein. Oh Gott, was ist denn das? Ja, ich glaube, das. Okay, da hinten ist auf alle Fälle die Schriftrolle. Da hinten ist auf jeden Fall die Schriftrolle. Das ist nur gründig, das Rätsel. Ja, ich denke mir es auch schon fast. Okay. Jetzt pass auf, wir müssen da irgendwie runterkommen. Wahrscheinlich erst einmal irgendwie da auf. Oh Gott, was ist denn das? Wer hat sich denn das ausdenkt?
Ach stimmt, du bist ja, stimmt, Mr. Highlander, du bist ja dezent im Urlaub gewesen. Wie war's? Habt ihr einen schönen Aufenthalt gehabt? Ich hoffe doch. Oh Gott, wer hat sich denn den Scheiß ausdenkt? Das wäre jetzt Linzer Innenstadt. Wow, Alter, ich glaub, wow, tun wir das jetzt an. Ich glaube, das tun wir jetzt nicht an. Da haben wir noch 8 Stunden beschäftigt, bis da wir da mal nicht. Das mache ich offstream, okay? Das machen wir offstream. Ich glaube, das ist. Ich glaube, das ist. Da meine ich, da darf man jetzt da sitzen bis um 7 Uhr, bis da wir das Rätsel haben. So, wir müssen aber noch mal kurz zurück, wir müssen zum feurigen Pfad, weil da gibt es nämlich eine unfassbar starke TM zum Holen und die lasse ich mir nicht entgehen, weil wir machen jetzt. Unser Hightairer ist ja grundsätzlich schon verdammt OP. Aber mir werden wir dafür sorgen, dass es noch OPer wird, okay? Ich wünsche dir noch viel Spaß, bin direkt im Workout und Essen was. Mr. Sodom Prime, ich danke dir nochmal vielmals für dein Raid. Lass das auf alle Fälle schmecken und trink viel bei deinem Workout, ja? Bei der Hits sollte man das nicht unterschätzen. Und viel Spaß natürlich weiterhin. Horse und ach ja, Horse war's. Aber schön, die meiste Zeit nur am Pool oder im Meer gewesen, bei der Wärme haben wir nicht viel. Ja, das stimmt auch wieder. Aber Hauptsache ist auch nicht gefallen. Bei uns war es tatsächlich auch nicht anders. Aber mei, für das tust du ja auch mal in Urlaub. Dass du auch mal nichts tust. So. Im Alltag hast du jetzt Fake nur zum Dorn, sag ich jetzt einmal. So, jetzt müssen wir unser gründiges Zickzacks wieder mitnehmen, weil es eh nicht anders hilft, aber da kämen wir jetzt, sag ich mal, auch ganz gut aus. So. Mei, geh auf Zeiten, Schupferbrunzen, Bläde. Pressieren tut's. So. Das stimmt aber auch wieder, Bazi. Jetzt die Woche noch schön gemütlich, bis der Alltag wieder kommt. Ja, bei mir. Oh! Ich hab gar nicht gewusst, dass man da Pudersand finden kann. Ja, so viel zum Trage-Item. Das verstärkt Bodenattacken. Das ist gut für unser Sumpix. Leid das nicht mehr. Pudersand ist sauerhaft. Ich habe jetzt tatsächlich nur genau 3 Arbeitstage. Davon sind 2 in der Nachtschicht, also heute und morgen. Und am Freitag habe ich noch Frühschicht und dann ist 2,5 Wochen Urlaub. Ja, also das ist das nicht mehr. Da möchtest du mir jetzt erklären, wie Stärke funktioniert, oder was? Zupfte. Das ist meine wieder der Geheimbasen-Sepp, der uns das schon mal erklärt hat, vor 2 oder 3 Streams oder so. Gut. Wie Stärke funktioniert, habe ich ja schon erklärt. Oder was heißt erklärt, das habt ihr schon gesehen. Mit dem ist es uns möglich, dass wir so große Phasen schon haben. So. Na gut, da kommen wir wahrscheinlich jetzt eh nicht stark aus. Im Hinger findet er mich halbwegs zurecht, in Linz nicht. Ich war tatsächlich erst 2-mal in Linz, 3-mal in Linz und da war ich jedes Mal in Plus City. Ja, also da finde ich tatsächlich noch hin. So, TM06 Toxin. Zur Erklärung, Toxin ist eine Attacke, die macht an und für sich mal beim Erstkontakt keinen Schaden nicht. Was macht Toxin? Toxin vergiftet das gegnerische Pokémon schwer. Ja? Es gibt 2 Vergiftungsarten, es gibt eine normale Vergiftung und es gibt eine schwere Vergiftung. Soweit mir bekannt ist, ist Toxin auch die einzige Attacke, wo man schwer vergiftet wird. Bei Giftspitzen bin ich mir jetzt nicht sicher, wie stark dass man es, je nachdem wie oft man Giftspitzen macht, ob man dann schwer vergiftet werden kann. Das weiß ich jetzt nicht. Allerdings, wenn ein Pokémon schwer vergiftet wird, dann wird der Damage-Tick bei jedem Mal verdoppelt. Also sprich, das gegnerische Pokémon ist vergiftet. Die Vergiftung zieht dann, sage ich mal, 5 KP ab. So, in der nächsten Runde zieht die Vergiftung 10 ab. In der nächsten 20. Dann 40. Und so weiter und so fort. Und Toxin ist ein verdammt starker Angriff. Vor allem dann,
Wenn du ein Pokémon besitzt, sowas wie Hytira, das wo einfach ungefähr gefühlt keinen Damage kriegt, ja? Das heißt, wir machen jetzt eine absolute Allzweckwaffe aus Hytira, indem wir sagen, Dampfwalze kann weg, haben wir eigentlich sowieso nur für den 3. Orden braucht. Wir haben ja jetzt dann letztendlich ein Hytira, was sie mit Ladestrahl, also quasi ihren speziellen Angriff steigern kann, unter Umständen. Haben wir mit Schallwelle dann einen offensiven Angriff. Mit Weichei können wir uns ständig dagegen heilen. Und mit Toxin können wir die Uhr aufs generische Pokémon setzen, das was über Zeit dann einfach an Gift sterben wird. Okay? Nehmen. Sille, habe die Ehre, du spielst in der falschen Kategorie. Das ist mir scheißegal. Das ist dir alle so, also mach sie ja. Sille, alles gut bei dir? Gut. Zwecks dem haben wir noch mal im vorherigen Pfad zurückgekehrt. Jetzt können wir nur mal schauen, weil ich glaube, dass wir da noch ein TM finden können tatsächlich. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Oder ein Feuerstein, eins von beiden. Feuerstein darf man jetzt an und für sich nicht mehr brauchen. Aber nehmen wir halt mit, wenn er schon da ist. Den Herrgott. Du weißt schon, dass ich dich dafür melden kann, nur so als Hinweis. Glaube nicht, dass du das tust. Weil wenn, dann müsst ihr jetzt ganz Twitch melden. Du hast doch im Mario Kart mitgespielt, oder nicht? Warst du da nicht letztens dabei? Irgendwie dein Name kommt mir bekannt vor. Warst du bei letztens... Ah ja, denk mal schon. Dein Name, der kommt mir bekannt vor. Gut. Dann, Freunde, gehen wir jetzt mal langsam Richtung 5. Arena. Und schauen wir mal, wie wir uns da einhalten können. Sille, bei Pokémon machen das alle Streamer so, ja. Egal, was du für Pokémon Spiel streamst, das wird immer in der aktuellen immer in der Kategorie gestreamt, was aktuelle Spiel ist. Das war noch nie anders und wird auch nie anders sein. Ja, da hat er Twitch kein Problem damit und da haben da die ganzen anderen Leute kein Problem damit. Du bist jetzt der Erste, der sich scheinbar darüber beschwert. Wenn es dir nicht passt, druck oben aufs X, fertig. Also mach keinen Stress nicht, wo keiner ist. Ganz einfach. Muss man dann noch einmal anschauen, was der 5. Orden tatsächlich kann. Oder was heißt, was er kann, was er hat. So, brauchen wir wieder einen Top-Schutz. Machen wir dann natürlich noch auch wieder Umfrage, wo ihr wieder Kanalpunkte verdienen könnt. Das ist sowieso klar. Außerdem ist der Nassel nicht das Originalgame, da ist erst recht egal. Richtig. Das ist nicht mehr das Originalgame. So. Mr. Brack, wir müssen mal zurück nach Blütenburg City. Bitte, dankeschön. Kann der eigentlich mal schnell schauen, was der hat? Ja, beziehungsweise können wir dann noch da. So. Sille wurde von Cookie mit Wichser... Ach, stimmt. Ja, stimmt. Ja, da war was. Tatsächlich. So, da ist die Arena. Der Norman besitzt Normal-Pokémon. Also, was heißt, das ist jetzt vom Typ normal, ja. Der Normaltyp ist ein neutraler Typ. Der hat eigentlich so gut wie keine Schwächen, aber halt auch so gut wie keine Stärken. So, an und für sich, ja. So, jetzt passt so, wacht mir. Das Zickzacks muss jetzt auf alle Fälle mal weg. Das können wir jetzt auf gar keinen Fall brauchen. Wir könnten jetzt noch unser Fossil entwickeln. Dass wir uns mal das Willi mitholen. Und dann machen wir mal Teamplanung. Dann machen wir mal eine Teamplanung, wie wir gegen Norman am besten eingehen. Machen wir jetzt kleiner.
So. Müssen wir wieder durch den finsteren Wald durch, hey? So richtige Flashback-Vibes, wie wir da am Anfang angefangen haben. Und die ersten Encounter gesammelt haben, wo wir uns langsam auf Felicia hergerichtet haben. Felicia ist, glaube ich, Stand jetzt der einzige Trainer, wo wir Pokémon verloren haben, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Wir haben erst 2 Tote zu beklagen. Also, Gott sei Dank. Das kann sich ja relativ schnell ändern, aber... So. Stimmt. Wir haben beim zweiten Orden, stimmt, da haben wir Dusselgur verloren. Richtig. Fukano haben wir bei der Felicia verloren und Dusselgur beim Camillo. Richtig, so war's. Hast du nicht unrecht. So. Oder waren das beide beim Camillo? Ich weiß nicht mehr. Es ist schon ziemlich lang her. So, Freunde, wir brauchen einen Spitznamen. Wie nennen wir Lilip? Beziehungsweise Willi nachher. Ja, ist eine Pflanze, mehr so, schaut aus wie so ein bisschen wie eine Palme, okay? Was fällt uns da für ein Spitznamen ein? Haben wir da irgendwas? Stauern. Kann man das ein bisschen verallgemeinern? Unkraut, ja. Denkt's ein bisschen kreativ. Da, so wie Teufel zum Beispiel. Ja, ein bisschen kreativer denken. Ja, Lilibet zum Beispiel. Es ist ein Mandel. Es ist by the way ein Mandel. Ja, da hat Lilly eine Palme. Wo die wedeln. Ja, die wedelt, tatsächlich. Die hat eine Animation, dass die wedelt. Werd's nachher zeigen, ich werd's entwickeln, keine Sorge. Lilo. Ja. Der Lillibert. Mit Zipfelschwinger. Lilo und Stitch. Ja, Stitch geht dann nicht mehr hier, aber... Mr. Price, deiner wird's. Lilibert hört sie die Herz auf, zauberhaft. Lilibert hört sie zauberhaft, du. Gut, das hast du mit einem geschrieben. Gut, dann schreiben wir es mir auch mit an. Lilibert, it is. Der Lilbert. So, jetzt checken wir mal aus, was das Ding hat und was das Ding kann. Das ist auf Level 20 auf jeden Fall. So. Der Wurzler kommt von Strahlen Tiger of the Lake. Okay, du hast plus Spezialangriffswesen, das ist schon mal sehr gut. Und minus Spezialverteidigung. Gut, das ist jetzt relativ. Aber plus Spezialangriff ist einmal grundsätzlich nicht verkehrt. Saugen auf Blockattacken und Items, die Pokémon austauschen. Keine Ahnung, habe ich noch nie gehört von der Fähigkeit. Hitziges Wesen. Nehmen wir jetzt mal mit, ist nicht verkehrt. Können wir auf alle Fälle was anfangen damit. Ja, Lilibert hat Potenzial. Ja. So, jetzt gehen wir nach Blütenberg City. Die Steinspflanze ist sowas wie Mogelbaum. Genau. Vom Typ her ist es wie Mogelbaum. Für alle, die Pokémon jetzt nicht so bewandert hat, ja, Mogelbaum ist ein Pokémon, ja. Das heißt ohne Scheiße so. Mogelbaum. Apropos das, lebt mein Schlurp. Natürlich lebt dein Schlurp noch, es hat noch nicht mal einen Einsatzcode, also, aber ja, es lebt. Müssen wir mal schauen, wann mal deine Stunde geschlagen hat, sei. Ja? Irgendwann bringen wir die schon mal unter. So. Oh. Der Mogelbaum ist ein Poster. So quasi. Haben wir tatsächlich. Wir haben tatsächlich auch noch irgendwie noch keine Baby-Pokémon nicht encountert. Also irgendwie so Mobai oder Pantimimi oder sowas. Haben wir tatsächlich noch nie gesehen. Zumindest fällt es mir gerade nicht ein. Also wenn es so ist, ich möchte Relaxo für mich reservieren.
Wir hätten schon mal die Möglichkeit, Koramanfaxo zum Fangen, also die Vorentwicklung für Relaxo. Ich kann das nicht versprechen, ob wir das irgendwie mal kriegen, aber wenn, dann wäre das entweder YBO oder Ausgehen. Das kostet man dann so, was der lieber ist. Okay? Relaxo ist reserviert. So, jetzt machen wir mal einen Heilemann. Also, wie gesagt, Level Cap für diese Arena ist Level 42, okay? Und jetzt machen wir ein bisschen Teambuilding, Freunde der Sonne. Man wächst, du hast dein Baby. Ja, okay. Warum fangst du mich nicht, weil ich es nicht in der Hand habe, was ich kriege, Mr. Seiching? Ich weiß nicht einmal, was ein Endtang gab momentan. So, Freunde, jetzt machen wir ein bisschen Teambuilding. Jetzt brauche ich mal meinen schlauen Guide dazu. So. Arenaleiter Norman, aka unser Papa. Ja? Was hat er alles? Der hat ein Ambideffel, ein Gravums, ein Staraptor, keine Ahnung, was Sauceback ist, ein Leta King und ein Bisofunk. Gut. Also lauter Normal-Pokémon, das heißt, jetzt pass auf, fangen wir mal ganz am Anfang an, okay? Fangen wir mal ganz am Anfang an, dann sehen wir schon. So. Aufgrund der Tatsache, dass der nur Normal-Pokémon hat, ist also Panzeraeron schon mal eine sehr, sehr feine Sache, weil das Ding ein Stahltyp ist und das negiert komplett Normalattacken. So, der fängt an mit einem Ambidiffel, was Dingens kann, Mogelhieb, Doppelschlag, Akrobatik und Abschlag. Das heißt, das tankt Panzeraeron eigentlich ziemlich gut ab. Ja? Da war es aber wahrscheinlich schlau, wenn man Panzeraeron dann Überreste geben, damit sie sich immer ein bisschen nachregeneriert. Aber an und für sich darf ich schon fast sagen, dass wir mit Panzeraeron da eine gute Ausgangsbasis haben, sag ich jetzt mal, aufgrund des Typings, okay? So, dann haben wir das. Da kann man uns auch überlegen, ob wir sogar Panzeraeron Toxin lernen, weil Toxin kann fast jedes Pokémon lernen, aus welchem Grund auch immer, aber nehmen wir halt jetzt einfach mal so mit, wie es ist. So, aufgrund der Tatsache, dass dieser Normal-Arena ist und Kampfattacken da sehr effektiv waren, müssen wir Meistergriff bzw. Xena auch ja fast mitnehmen, ja, weil es ein Kampf-Pokémon ist. Haben wir also da schon mal auf der sicheren Seite. Jetzt schaue ich gerade, ob es da irgendein Pokémon gibt, was irgendwie Psychoattacken beherrscht oder halt Flugattacken. Damit wir mal wissen, ob wir mir da jederzeit sicher mit Xena gehen können. Staraptor ist auf alle Fälle ein Flug-Pokémon, da wird es ein bisschen gefährlich tatsächlich. Das hat sogar Himmelsfeger und Heimzahlung. Oh, das wird tatsächlich nicht ganz so einfach. Das wird tatsächlich nicht ganz so einfach. Das kann ein ziemlich knackiger Arenaleiter werden, das sage ich, wie es ist. Aber wir haben auf alle Fälle nur ein Gravums dabei, was rein speziell angreift. Das heißt, der MVP-Tank Big Mom ist auf jeden Fall auch dabei. Und an unseren Starter Sumpex können wir ja schließlich auch nicht vorbei. Müssen wir eigentlich auch fast mitnehmen. Ich glaube irgendwie fast, dass das eher ein Kampf wird, wo wir fast stallen müssen. Du hast gerade eins vor der... Echt? Ich habe einen Enton encountered. Really? Ja, gut, selbst wenn, darf ich es nicht fangen, weil ich auf der Route schon ein Pokémon gefangen habe. Leider, es ist eine Nuzlocke-Challenge. Ich darf nur ein Pokémon pro Route fangen. Okay? So. Jetzt war halt die Frage, also Sumpex, Hytira, ich glaube, dass die 4 schon mal kein schlechter Chor nicht haben. Jetzt kann man uns überlegen... Ja, gut, Gigasau... Wie viel Feuerattacken hast du eigentlich zur Verfügung? Beziehungsweise wie viel Unlichtattacken? Das hat Flammenwurf, das hat Himmelsfeger. Ach, das ist Kroniowild wahrscheinlich, okay. Ah, du hast Fake. Okay, Coco weiß du definitiv keine gute Idee, weil er einen Haufen Käfer und Flugattacken zusätzlich noch hat. Und Feuerattacken, ja gut. Kann man uns überlegen, ob man tatsächlich mit dem Trash-Mitgängern, der kann ja mittlerweile schon Toxin. Dragonier wird uns wahrscheinlich nicht allzu viel helfen können. Aber ich glaube, dass ich tatsächlich eher sogar da Tenki einige. Ganz Willi vielleicht. Willi ist aber dann auch wieder... Das ist wieder so eine Sache. Ich glaube, dass man Dragonier tatsächlich noch mitnehmen, weil es einen Haufen tanken kann. Oder was heißt tanken nicht, aber es kann einen Haufen abfangen. Das machen wir jetzt einfach mal so.
Das machen wir jetzt einfach mal so, dann sehen wir es schon. Irgendwie wird es schon werden. Das wird man sowieso noch den ganzen Trainer machen. Schlurbleck ist auch, denke ich, ja, bei dir ist nur das Problem, du hast ein schlechtes Wesen. Leider. Also, im Game hast du ein schlechtes Wesen, ne? Also nicht, dass du jetzt meinst, die meinen das persönlich, um Gottes Willen. Das natürlich nicht. So, jetzt darf ich mal sagen, jetzt bringen wir alles auf Level 41. Oder sagen wir mal Level 40, damit wir ja sicher nicht überleveln. Und dann wird man es schon irgendwie sehen. Panzer Aero mit Schlitzer, ja gut, das können wir brauchen, Leute, das nehmen wir mit. Können wir da tatsächlich Agilität, Victor. So. Genau, auf 40. Ebenfalls auf 40. Samenbomben. Das hört sich so falsch an, aber das ist halt nochmal eine Attacke. Ich kann es nicht ändern, das tut mir leid. Das ist ein physischer Angriff, was bringt uns gar nichts. Demnächst bei Bild Streamer beleidigt Mod. Hat sie mich so bäs einschatzen? Das glaube ich jetzt nicht. Drachenstoß, ja, das bringt uns leider auch nichts. Wir haben speziell unterwegs. Gut. Okay. Dann schauen wir mal, was die Arena so für uns bereithält, okay? Vater Normans Arena. Ich halte mir jetzt einfach immer links. Dann haben wir, denke ich mal, so wenig wie möglich Trainer. Weil wir müssen, da können wir quasi um die Trainerkämpfe leider nicht rum, weil wir nur dann die Tieren freigeschaltet kriegen. Das heißt, in der Arena müssen wir tatsächlich sogar kämpfen. Snobillicats, okay. Level sind wir 30, das heißt, wir haben da relativ gut noch über ein Level. Ich weiß jetzt zwar nicht, ob du Donnerzahn oder so einen Scheiß kannst. Okay, die haben X-Items. Auch nicht schlecht. Ja, das ist ein solider Two-Hit, das ist gut für uns. Juwelenkraft, ja gut, das macht mir jetzt nicht wirklich. Nice. Radikal, okay. Setup C. Ja, easy. Setup ist immer gefährlich, Freunde der Sonne. Schlapo, okay. Das ist teils Kampf, wenn man den alles täuscht. Ohne Teilskampf. Ah, recht. Wenn Karl rattig ist, ist es dann radikal, ja? Das ist dann der Karl. Ah, nur in der ja, ich hab die 60 Gen schon lange nicht mehr gespielt. Ihr seht es. Auch ich mache Flüchtigkeitsfehler. So. Müssen wir wieder vollheilen. So. Jetzt pass auf, jetzt gebe ich meinem Panzer her und gleich mal noch Mega-Reste. Überreste. Damit sie sich immer ein wenig dagegen heilen kann. Für das hast du ja mich. Eben, für das habe ich ja meine findigen Leute, die sie auskennen. So. Raum der Beständigkeit steht auf dem Schädel. Was ist der andere Raum? Raum der Verteidigung. Ja, dann nehme ich lieber Beständigkeit. Beständigkeit heißt wahrscheinlich nicht so, denke ich. Girafarik, okay. Gut. Eisenschädel, it is. Megablock. Okay, jetzt kann ich es quasi nicht verlieren oder sonst irgendetwas, okay. Soll immer recht sein.
Darm hier, Plex. Das Ding ist ungefähr nutzlos sein Urgroßvater. Ohne Witz. So, jetzt habe ich einen Bedroher reingekriegt. Habe jetzt keine Ahnung, was das Ding macht. Aber wenn du ich warte jetzt einfach mal Runden ab, weil ich keine Ahnung habe, was das Ding für Attacken beherrscht. Der Rudolf, ja genau. Hypnose, aha. Ja, dann bleibe ich drin. Sprungkick. Ja, Stahltypen haben in der Arena schon mal gar nicht verkehrt. Das war schon gut, dass wir uns damals Panzerung gefangen haben. Level 41. Alles noch gut. Du Miesel, okay. Vergesst, was ich gerade gesagt habe. Das Ding ist noch nutzloser, okay? Also zumindest im Original. Ich weiß ja nicht, inwiefern das im Hack bufft worden ist. Okay, es hat scheinbar einen Steintypen gekriegt. Einen Stein- oder einen Bodentypen. Tut ihm aber auch nichts ab. Tut ihm aber auch nichts ab. Das ist der Raum der Stärke. Kommst du gegen die pure Gewalt dort an? Ich komme gegen alle Gewalter an, okay? Wird das. So, ja. So, da los jetzt einmal gesehen auffahren. Für den Fall, dass da jetzt eine böse Überraschung wartet. Ursaring. Ich hoffe mir, dass ich den Schritt jetzt nicht gleich bereue. Stimmt, ich hab meiner Xena die Flinkklaue gegeben. Kangama, okay. Das Ding ist wahrscheinlich nicht ganz so schnell. Ja gut, mit Mogel hinten natürlich schon. Ist logisch. Was ist mit den Inkognito des Buchstaben-Super-Pokémon? Das ist auch useless, ja. Durchaus. Ist durchaus auch absolute Verschwendung, wenn du das hast. Ich hab aber die Idee dahinter cool gefunden, wie sie es damals gemacht haben. So Alphabet. Okay, das Ding ist auch... ja, genau. Da muss er mal Raptor herhalten, weil es nicht anders hilft. Heimzahlung, ja, das macht jetzt nicht ganz so viel. Was ich aber nicht checkt bei der Kristall-Edition damals, ui, das Ding hat Feuerzahn. Das ist eine interessante Info. Dann brauche ich einen physischen Tank. Ja, da gibt scheinbar ein Lore drüber über die Inkognitos. Die werden da viel mit legendären Pokémon irgendwie so ein bisschen in Verbindung gebracht. Aber es ist halt einfach, ja, es gibt halt, weiß ich nicht, wie viele verschiedene. 31 verschiedene, keine Ahnung. Okay, ich setze das Ding jetzt einmal auf die Uhr. Ui. Das Ding hat Bruchrüstung, das ist ja komplett für den Arsch. Okay, soweit zu meinem physischen Tank. Soweit zu meinem physischen Tank, der bringt mir gar nichts. Gut, aber du machst ja jetzt ohnehin wahrscheinlich Heimzahlung. Ist der für dich eigentlich mit... mit Broly tanken auf jeden Fall. Wobei, warte mal, das kann ich.
Na, kann ich nicht bringen. Muss ich mit Broly machen. Hilft das nichts. Okay, es war nicht ganz so viel Schaden. War er verbunden, wenn Nassschweif trifft zum Pex? Dankeschön. Das Hundal da ist nämlich auch verdammt tanky. Gut, das Thema mit Trash hat sich erledigt, weil die Bruchrüstung eine schlechte Fähigkeit für das Pokémon ist. Leider Gottes. Gut, da war jetzt der Arenaleiter drin. Wir haben jetzt die ganze Zeit links gegangen. Beziehungsweise, wo halt nur ein Tier war, haben wir halt dann da eine. Das ist ja hoffentlich auch klar. Aber wir haben eigentlich nur links gegangen. Ja. Das heißt, wir müssen mal statt Trash noch mal irgendwas anderes finden. Zur Erklärung: Bruchrüstung. Jedes Mal, wenn ich getroffen wirf, sinkt mein Verteidigungswert. Dafür steigt mein Init-Wert. Die Ponytox ist weder sonderlich schnell, also bringt's mir absolut gar nichts, wenn da der Init-Wert erhöht wird. Und zwar... Moment einmal, wir könnten mal Gollum mitnehmen. Gollum war eigentlich auch keine blöde Idee wegen Kampfattacken. Wobei das so ziemlich squishy ist. Ja gut, okay, du musst leider raus. Dein Item möchte ich auch haben. Was nehmen wir dann mit? Ist die Frage. Bylord war eine Idee tatsächlich, aber... Ich habe eigentlich sehr viel Tankiness dabei mit Panzerero und Hytera. Ich glaube, dass wir Gyarados fast mitnehmen. Falls ich mal so einen Sweep ansetzen kann... Ja, doch. Ich glaub, das machen wir sogar so. Weil falls ich es schaffe, irgendwie ein Pokémon zum Killen mit Gyarados, erhöht sich auch mein Angriff jedes Mal. Dann warten wir, glaube ich, auf der sicheren Seite, wenn wir dann ein bisschen Durchschlagskraft haben. Also im Endeffekt Xena und Hydra werden unsere Offensivbrecher, sag ich jetzt einmal. Raptor und Big Mom werden Tanks. Sumpex ist so mehr oder weniger der Allrounder und Dragonair soll einfach nur irgendwie welche Status-Moves abfangen. Wegen die Items machen wir jetzt gleich in der Arena noch Gedanken. Kriegen wir hin. So, Mr. John Sigi oder Mr. Sai Ching oder egal was für ein Mod. Könnt ihr bitte mal eine Umfrage starten? Schafft man mir einen Norman Deathless, ist die Frage. Ja oder nein? Dürft ihr gerne mal in die Tasten hauen. Ja? Zeit haben es 2 Minuten. Was hat der für einen Typ? Der Norman hat Normal-Pokémon. Ich kann es euch auch gleich noch mal sagen, was er alles einsetzen wird. Dann könnt ihr euch da ein bisschen richten. So, da sitzt der Ich hoffe aber jetzt einmal schwer, dass ich da schon noch jetzt in meinem Menü da darf, oder? Gut. Ich darf scheinbar noch was tun, sehr gut. Also, wir brauchen jetzt kurz die Item. Ja, ich sollte vielleicht vorher der mal heilen, da ich sagen. Machen wir Panzerung voll, machen wir Sumpex voll, die anderen haben eh voll. Gut, dann brauchen wir Sondermoments. Wir bringen jetzt mal alles auf Level Cap. Level Cap, wie gesagt, ist 42. Ja, Grimasse, das kostet einmal 100% die Schenker. Metallsound, das ist jetzt auch relativ unrelevant. Angel, aber der kommst perfekt zum Bosskampf.
Heilopfer, ja, das brauchen wir auch nicht. Big Mom hat ihr Moveset. Da der wir nicht mehr viel. Uiuiui, Erdbeben. Nice. Einer der stärksten Angriffe in dem Spiel. Dann fällt es euch im Weg, Erdbeben geht. Da überlegen wir gar nicht lang. Nice, kriegen wir sogar noch einen richtig starken Angriff. Was ist da jetzt? Ja oder nein? Was hat er denn wieder? Freilich geht da was. Ich verstehe die. Also in der. Ja, das ist jetzt ein bisschen unglücklich. Also das zweite ist nein. Und das erste ist ja. Also ja ist Deathless. Also das erste ist ja für Deathless und das zweite ist nein für Deathless. So, Dragonier ist auf 42, bringen wir Gyarados noch auf 42 und dann passt es. Dann schauen wir uns die Items noch an. Sei, da lernen wir Regentanz und du so? Gut. So, jetzt müssen wir uns mit Items anschauen. Was haben wir? So. Kann es sein, dass es auf Twitch Mobile keine Umfragen gibt oder bin ich jetzt deppert? Doch, die gibt es normalerweise. Das wird da sogar angezeigt, wenn es in den Chat reingehst, aber Twitch-App eben, ja, da machen wir ja schwere Behinderung. So, Flinkklaue auf Xena ist nicht schlecht, weil wir minus Speedwesen haben. Und manchmal ist dann doch vom Vorteil, wenn wir vielleicht doch Lucky-mäßig sehr stark greifen. Also Flinkklaue, denke ich, passt. So, du brauchst Überreste, haben wir gesagt. Du brauchst auf jeden Fall Überreste, haben wir gesagt. Das haben wir. Big Mom hat Überreste. Broly hat jetzt was aktuell? Bragia-Beere, das ist halt Verbrennung, die brauchen wir nicht. Da werden wir jetzt tauschen. Und zwar geben wir unserem Sumpex jetzt Pudersand, was wir gekriegt haben. Das verstärkt Bodenattacken. Und wir haben ja gerade Erdbeben gelernt. Von daher wird das einen ziemlichen Unterschied machen, ob wir mir das Item drauf haben oder nicht. Hä? Was ist jetzt? Ja, du hast keinen Platz. Hä, what the fuck? Achso, ich hab keinen Platz für Fragia-Beere. Ja, das, Moment einmal, das haben wir gleich. Müssen wir ein wenig wegwerfen, jetzt pass auf. Oh, wir fangen mit 120 weg, macht nichts, haben wir nur davon. Gut. So, was hat Dragonier? Das Sindelbeere. Die Sindelbeeren haben mittlerweile so dermaßen useless. Gyarados mit. Wobei, warte mal. Moment, wir können mal umspekulieren. Eigentlich war es fast gescheiter, weil wir haben ja keine effektive Attacke nicht gegen mit Gyarados. Das heißt, der Expertengurt auf Xena war viel schlauer. Der wir umdisponieren. Dann werden wir das Item da drauf. Das machen wir so. Und dann haben wir mit Xena einen absoluten Brecher, der wo jetzt noch einmal so Pokémon hops nicht mehr kann. So, dann brauchen wir jetzt eigentlich nur noch ein Item für die zwei. Für Kaido und für Gyarados. Aber die Frage ist halt, wo's? Normalattacken habe ich jetzt in dem Fall nicht. Wisst ihr was, das machen wir jetzt ganz einfach. Ich gebe jetzt sowohl Dragonier als auch Gyarados einfach Überreste, weil ich nicht weiß, was ich drauf packen soll. Gut. Munkatz, grüß dich, habe die Ehre. Alles fit bei dir? So, Name kurz Triple confirmen, ob das ja so passt. So, Meistergriff mit Expertengurt haben wir. Warum hast jetzt du immer noch nicht Überreste? Ich verstehe die Frage nicht. Gut, da ich noch mit drüber geschaut habe. Bis im Lurk, danke dir dafür. Abgesehen davon. So. So. Haben wir es jetzt. Also, nochmal.
Meistergriff, Expertengurt, Panzeron, Überreste, Heithauer, Überreste, Sumpex, Pudersand, Dragon, Überreste, Garados, Überreste. Ich sage nur Überreste. Ja, schauen wir mal, ob wir aus dem Norman auch Überreste machen können. So, mir liebt man mit Raptor, weil Ambidefil sonst eigentlich nicht allzu viel gegen uns tun kann. Moveset passt auch, kalt Hammer, Freunde der Sonne, tun wir nicht lang umeinander, Sicherheit speichern, damit ja nichts passiert. Und dann gehen wir ein ins Viech. Abgestimmt haben hoffentlich die meisten von Ihnen. Wenn nicht, kann ich es auch nicht mehr. As always, ich werde mich bemühen, dass wir da Deathless rausgehen. Ich bin so froh, wenn ich ausgezogen bin, gefühlt wohnt die Sonne da erinnern, den ganzen Tag sauber. Obwohl jetzt, die find's halt sonnig bei dir. So. Naja, schauen wir mal. Ambidefil. So. Ambidefil kann Mogelhieb, das wird wahrscheinlich von Haus aus einsetzen, Doppelschlag, Akrobatik und Abschlag. Das Ding ist halt in dem Fall gefährlich. Es hat ein Normaljuwel, was quasi Normalattacken verstärkt, also sprich sein Mogelhieb. Und durch das, dass es Techniker hat, werden seine Attacken permanent verstärkt. Es hat aber allerdings jetzt nichts, was Panzeron effektiv treffen kann. Deswegen haben wir Überreste auf Panzeron und eventuell sind wir sogar schneller, dann haben wir die Chance, dass wir es zurückschrecken lassen in Form von Eisenschäden. Gut. Normaljuwel wird verwendet, macht man stolze 15 KP. Bin leider nicht schneller. Abschlag ist jetzt ein bisschen blöde, weil er mir in dem Fall Überreste wegschlagt. Das denke ich aber so eigentlich noch ganz gut aus. Jetzt kommt Doppelschlag, okay. Macht nicht allzu viel. Das war sogar ein Crit. Das Gefährliche an dem... Eigentlich, wenn man das ist so ein bisschen die erste Hürde. Wenn wir Ambidefil wegkommen, wird es, glaube ich, relativ einfach. Okay, ein Hypertrank. Das sind 9 KP, das sprich 18 ist Crit. Das heißt, wenn ein Doppelcrit landen würde, kriegen wir 36 KP Schaden. Das heißt, wir können auf alle Fälle noch mit drin bleiben. Okay. Strategie bisher schon mal relativ gut aufgegangen. So, jetzt kommt normalerweise Krawums, weil das Donnerblitz hat. Jawohl. Da kommt jetzt definitiv Donnerblitz, weil es am meisten Schaden macht. Das Ding hat nur spezielle Angriffe, da gibt es nur eine Wahl, das ist Big Mom. Big Mom tankt alle speziellen Angriffe locker weg. Ja, so ungefähr. Ich werde mir jetzt so schon mal ein wenig anfangen zu setupen. Ja, du wirst nicht stark an mir vorbeikommen, das sage ich jetzt schon, wie es ist. Alles mehr einschenken, kriegst dann. Kriegst noch einen Arena-Kampf, Mr. YBO. Hab ich jetzt hier einen Boost gekriegt? Das hab ich nicht aufgeschaut, ist eh wurscht. Ah, fuck. Sorry. Entschuldigung. Scheiße. Sorry, Wifi, Entschuldigung. Du kriegst natürlich da alles. Entschuldigung, da werden jetzt Namen ein wenig durcheinander gekommen. Entschuldigung. Wifi, ja, es tut mir leid. Ich hab mich verlesen. Sorry. So. Jetzt die Frage, habe ich jetzt einen Zweierboot? Ist eigentlich völlig egal, oder?
Ich weiß jetzt nicht, ob Überschallknall mehr Schaden macht, je öfter man es einsetzt. Deswegen der jetzt mit Vorsichtshalber auf Teilung. Nein, macht nicht mehr Schaden, okay. Wichtiger ist, dass du bleibst trinkst, aber das gibt's nicht zum Einlösen. Danke, dass du mich besorgt hast. Nein, machen wir gleich nach dem Arena-Kampf, okay? So, ich tue mir jetzt da einfach weiter setupen, weil warum denn nicht? Gibt's wieder einen Boost. Ich nutze das Gravums komplett als Boxsack. So ist er fein. Er wehrt Attack ab. Das ist fein. Da werde ich jetzt nochmal Verteilung geben, weil jetzt kommen wir schon langsam in einen Bereich, wo es ein wenig gefährlich werden könnte. Habe ich schon mal gesagt, dass Big Mom völlig OP ist? Mich darum interessieren, wie viel Überschau... Okay, jetzt haben wir schon zweimal verfehlt und kriegen wir einen Crit kassiert. Nice. Aber noch ist in der Reihe. Na dann. Kriege ich leider keinen Boost mehr beim letzten Mal, aber gut, wir haben uns jetzt ziemlich gut gesetupt. Was wird jetzt kommen? Vermutlich ein Pokémon, was Kampfattacken kann, right? Staraptor, das beherrscht Nahkampf. Sogar so ein bisschen ein Problem tatsächlich. Es ist definitiv Nahkampf. Jetzt muss ich schnell überlegen. Wer fängt mir jetzt den Nahkampf ein bisschen ab? Panzeron ja offensichtlich nimmer, weil ja das schon ziemlich angeschlagen ist. Gyarados kann Nahkampf fangen. Gyarados könnte Nahkampf fangen. Und dann kommt automatisch Himmelsfeger. Normalerweise. Ich hoffe mal, dass das jetzt so ist. Wenn jetzt Himmelsfeger kommt, ist Gyarados wahrscheinlich am Arsch. Er macht sogar Himmelsfeger. Oh, ich glaube, dass mein Gyarados jetzt hier ist. Okay, tankt. Nice. Okay, jetzt muss ich rechnen, weil sonst kriegen wir ein Problem. Das war Himmelsfeger mit Energiekraut. Das heißt, er wird Himmelsfeger nicht ein zweites Mal einsetzen. Jetzt muss ich kalkulieren. Ich möchte jetzt einmal schauen, ob das Staraptor schneller ist als mein Gyarados zum ersten und zum zweiten. Ob ich es one-hitten kann. So, wir haben... Scheiße, ich weiß die genaue Werte nicht. Ah jo, warte mal, kann ich rausfinden.
Was haben wir für Wesen drauf? Sanftes Wesen. Okay. Lol. Shit! Also, dass ich schneller bin, ist mir klar. Aber ich kann es nicht one-shotten wahrscheinlich. Ja, warte, Moment einmal. Die andere Frage ist jetzt, was machst du jetzt? Es können eigentlich... Moment einmal. Es wird nicht Nahkampf sein. Und es wird auch nicht Himmelsfeger sein. Kann eigentlich nur 2 Attacken, auf die du jetzt zurückgreifen kannst. Das ist einmal Heimzahlung und einmal Kehrtwende. Ich muss in Bruli. Er macht sogar 2-mal Himmelsfeger, okay, lol. Oh, das ist verdammt viel Schaden. Bis dahin aber sogar noch mit denken. Das Ding ist halt schneller wie ich, das ist mein Problem. Broly brauche ich noch einmal. Broly brauche ich noch einmal. Xena muss ich... Wenn Staraptor weg ist, kann ich Xena eigentlich ganz gut bringen. Jetzt, pass auf. Das war anders mal. Ich weiß ja nicht, für was er geht. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass er nochmal für Himmelsfeger geht. Er geht wirklich 2-mal für Himmelsfeger. Das heißt aber jetzt zum gleichen Zeitpunkt, dass er jetzt definitiv stirbt, weil er keinen Trank mehr hat. Das ist eigentlich gut für mich. Okay, das Fisch ist raus. Hat sehr viel Schaden hinterlassen, das Ding. Leta King. So, Leta King. Kann. Heimzahlung, Steinhagel, Play Rough. Oh Gott, das kann... Fuck, das Ding hat einen Feenangriff. Das Ding hat einen fucking Feenangriff. Das heißt... Okay, dann geht er jetzt normalerweise definitiv für Knuddler. Das heißt, er war gleichzeitig, dass ich Xena nicht bringen kann. Ich muss das Ding auf die Uhr kriegen, unbedingt. Oh, jetzt wird es gerade ein wenig reiselig. Knuddler, ja. Alter, mach das viel Schaden. Bist du bescheuert? Warte mal, was ist genau sein Ding, seine Fähigkeit? Trend. Das müsste halt eigentlich Faulenzer sein. Schnauchnase. Okay, das spielt mir sogar jetzt tatsächlich ein bisschen in Karten, weil jetzt kann ich safe für Weichheit gehen. Das Ding ist sogar schneller wie ich, okay.
So, das heißt, ich muss jetzt unbedingt schauen, dass ich das Lethal King auf die Uhr kriege. Unbedingt. Der Vorteil ist... es kann keine Attacken, die sehr effektiv sind. Aber es wird jetzt einfach unfassbar stark zum Stallen. Das Problem ist, dass er auch stallen kann. Aber wir haben ja immer einen Toxin drin. Toxin hilft uns jetzt an der Stelle unfassbar weiter. Okay, das ist guter Schaden. Dann können wir wieder Vergiftung, das ist jetzt gut. Hat Citrobeere. So heißt es jetzt nicht Shield Range. Das kommt eh schon nach und raus. Das heißt... ich kann eigentlich nochmal angreifen jetzt in dem Zug. Ja, ich kann nochmal angreifen. Ich krieg Überreste Heal. Das heißt, ich fange definitiv einen Crit ab. Und er muss jetzt eigentlich für Target Dieb gehen, also damit er sich wieder dagegen heilt. Dann bin ich aber eigentlich immer noch frei. Er muss heilen, er kann nichts anderes nicht tun. Wenn er sich nicht heilt, ist er dumm. Oder er macht es so, okay. Spielt mir jetzt aber tatsächlich auch wieder in Karten. Ja, und jetzt fängt halt Vergiftung an, gewaltig weh zu tun. Das war eigentlich der Grund, warum ich Toxin beigebracht habe. Ich mache der Target-Dieb, okay, bin jetzt auf Nummer sicher gegangen. Das Ding ist, das kann aber irgendwann nicht mehr dagegen stallen. Das ist das Gute für mich. Was will man schnell kurz vorausplanen, was hast du sonst noch? Du hast jetzt danach noch ein Bisofunk. Du hast nur ein Bisofunk. Und eine Kronio-Welt. Das ist halt die Frage. Ja gut, okay. Das kriegen wir schon irgendwie. Kommt jetzt eigentlich als Setup. Okay, das war ein Crit, nice. Ah, knapp nicht hin. Er muss Target-Dieb machen, er kann nicht anders. Er macht sogar Heimzahlung. Lol. Okay, das Lethal King ist raus. Level up. Kronewelt. Du kannst ebenfalls Heimzahlung, Sprunghick, Hornleech und Megahorn. Wahrscheinlich Sprunghick an der Stelle. Ist das teils Pflanze wahrscheinlich schon, oder? Mit Sicherheit sogar. Oh fuck, ich habe ein verdammt schlechtes Matchup gegen den. Wir werden da wahrscheinlich nicht drum kommen, irgendwas abzuwerfen. Muss mir jetzt kurz ein bisschen Zeit lassen, weil das gerade ein bisschen gefährlich ist an der Stelle. Das ist eine Kronio-Welt in der Sommerform, wenn ich das richtig sage. Oder ist das die Herbstform?
ist aber normalerweise Sprungkick. Ich muss Dragonier abwerfen. Ich muss Dragonier abwerfen, damit ich ohne Stress in Garados gehen kann. Warte mal. Hast du... Okay, Kampf ist sogar sehr effektiv. Das war sogar richtig. Das war sogar der richtige Play an der Stelle. Ich muss, leider, es tut mir leid, ich muss Kaido abwerfen. Ich muss Dragonier opfern, weil ich komme aus der Situation sonst nicht mehr raus. Sonst swippt er mich. Ich gehe jetzt gerade alles durch, was irgendwie ein wenig Sinn macht, aber ich muss schauen, dass ich gesehen habe, ohne Stress einbringe, ohne dass ich irgendwie vorher Schaden kassiere, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich das Kronewild... Ich kann das Kronewild mit gesehen noch nicht outspeeden, deswegen darf ich jetzt so keinen Damage nicht kriegen. Tyra tankt keinen Sprungkick nicht, weil es eine schlechte normale Verteidigung hat. Raptor ist sowieso raus und den brauche ich später noch, weil ich einen Stahltypen habe. Broly abwerfen kann ich nicht. Und Garados brauche ich auch noch. Am wenigen Bringer tut man Dragonier an der Stelle. Rest in Peace. Warst leider nur sehr kurz bei uns im Team, aber du musst ein unfassbar wichtiges Opfer bringen, weil sonst kämen wir aus dem Kampf nicht mehr lebendig raus. Rest in Peace. Press F for Respect für den Kaido. Du hast ja auf Couch in 2 Stunden auf der schon wieder das Bett für die Frühschicht. Viel Spaß noch. Mr. YBO, ruhen's einer gut aus. Ja, viel Spaß morgen in der Frühschicht. Ja, das hat nicht geholfen. Ja, genau. Das haben wir genau den deine schneller wie. Genau deswegen habe ich das so machen müssen. Easy. Ja, und jetzt ist da kein Problem mehr. Das ist Bisofang. Du kannst das theoretisch Zen-Kopfstoß. Aber das glaube ich. Das kann die, glaube ich, sogar tanken. Müssen wir tanken, weil es nicht anders hilft. Wir haben sogar schneller, nice. Oh mein Gott! Ach du Scheiße, ey. Der war heftig. Norman war heftig. Ja. Leider haben wir ein Opfer bringen müssen. Es hat leider nicht anders geholfen. Das war jetzt eigentlich, glaube ich, so ziemlich der erste richtig harte Kampf. Deathless heißt, du darfst keine Kreise aus deiner Leiste verlieren. Deathless heißt, dass ich im Kampf gegen Erm kein einziges Pokémon verliere. In diesem Fall ist es so, dass wir ein Pokémon verloren haben, also war der Kampf nicht Deathless. Ja, ganz einfacher Fall. Ja, es tut mir leid für alle, die jetzt für Deathless gestimmt haben, aber ich hab nicht anders können. Wenn ich Dragonier nicht abwirf, dann kriegen wir ein massives Problem. Dann kriegen wir ein ganz böses, massives Problem. Deswegen hat das Opfer sein müssen. Gut, also Gratulation an alle, die nicht beliebt haben, die gemeint haben, dass wir Pokémon verlieren. Das heute war es leider so. Aber wie gesagt, ich hab mein Bestes gegeben. Das habt ihr eh gesehen. Das ist auch vor mir ziemlich, so ein Kampf schwenkt auch vor mir unfassbar schnell um. Aber gut. Das Wichtigste an der Stelle, die Hardcore-Nuzlocke geht weiter. Ja? Das ist Prior 1, dass wir den Run am Leben halten. Und Dragonier, freilich Drachen-Pokémon, bitte, dass das Wecker ist. Ein Drachen-Pokémon ist unfassbar gut, aber was anderes abwerfen hätte in dem Fall keinen Sinn nicht gemacht.
Dann habe ich Hunger vor lauter Plätzchen. Da schaue ich einmal wieder live zu bei Pokémon. Jedes ohne Tode und dieses Mal ist ja eine Option. Man muss sich Gedanken machen. Na, scheiß. Der Preis hat auch wieder. Der Preis hat ungefähr schon immer dagegen gestimmt. Aber gut, der Run geht weiter, das ist das Wichtigste. Holy shit, der Kampf hat sich gezogen wie sonst was. Den Orden, Freunde, den haben wir uns, glaube ich, redlich verdient. Ja, jetzt haben wir schon 5 von 8 Orden. Wer hätten das denkt, dass wir überhaupt so weit kommen? Zumindest Dragoran ist schmerzhaft. Ja. Ja, an und für sich, Dragoran war schon ein cooles Pokémon gewesen. Aber wer weiß, vielleicht findet man noch mal irgendwas Vergleichbares. Man weiß es nicht. Schauen wir einfach. Aber wenn ich jetzt, wie gesagt, wenn ich mit Dragonier, wenn ich das nicht einwechselt und muss quasi schon Schaden nehmen nur fürs Switchen, dann wird es tatsächlich gefährlich, weil ich krieg quasi dann den Schlag von Chronowild ab fürs eine wechseln und dann, wenn es blöd läuft, krittet mir das Ding nur. Dann schaut's halt, Meistergriff, wenn ich verliere, dann schaut's ganz böse aus. Weil ich glaube, dass ich mit Sumpex am Bisofang nicht so gut vorbeikomme, aber gut. Muss man im Nachhinein in Ruhe nochmal irgendwie mal anschauen, vielleicht halt, wenn ich auf noch Zeit habe, mal den Kampf nochmal Revue passieren lassen, wo es vielleicht anders machbar gewesen war. Aber ich glaube, so war schon eine solide Lösung, wie wir es gespielt haben. Alles in allem war es, glaube ich, eine vernünftige Lösung. So, jetzt kriegen wir Surfer. Was macht Surfer? Wir können jetzt über die Meere schippern. Ja? Selber. Jetzt fahren wir nicht mehr mit dem Boot, jetzt reiten wir auf unserem Pokémon über die Meere. Und das heißt für uns, wir kriegen wieder ein paar Encounter mehr. Aber was ist denn jetzt schon wieder? Was möchte denn er jetzt? So, zwei Papa unterhalten sich über einen die Buben, die langsam heranwachsen und wie reif das werden. Immer alles sehen. Achso, der nimmt uns jetzt da mit um, oder was? Tatsächlich. Ja, toll, das war wieder danke für nix. Das wollte ich eigentlich nicht, du Volldepp. Ich möchte eigentlich da noch nicht her. Aber gut. Ah, da war jetzt Pucki sind auf der Seite, oder? Dass wir die immer komplizierter machen, als wie es ist. Ich wollte mir jetzt eigentlich in Ruhe dann beim nächsten Mal von Blütenburg City aus die ganzen Surfrouten anschauen, wollte die nächsten Encounter sammeln. Natürlich dürfen wir jetzt wieder zurückrennen, weil der andere Vollidiot meint, ja, ich mach mal Schnellreisefunktion. Scheiß auf deine Schnellreisefunktion. Ja toll, jetzt verlaufen wir auch noch in der scheiß Stadt, oder was? Ich wollte doch nur ins Pokécenter, bitte, dankeschön. So. So ungefähr, der ist ungefähr komplett useless. Honeybong to me. Ja, sei danke dir. So, Freunde der Sonne. Es war intens jetzt zum Schluss aus, ja? Ich erlöse ihn mal. Jetzt muss ich erst einmal für die Wifi noch ein ASMR einschenken machen. Das dürfen wir mal auf keinen Fall vergessen. Ja? Das machen wir jetzt kleiner schnell. Ja? So. Ringer, so ist das. Einschenken, warte mal. Ja, wenn, dann machen wir schon gescheit. Wenn, dann machen wir das Ganze schon gescheit. Ja? Du hast ja Zeit dafür. So.
Jetzt passt so, warte, jetzt mache ich da mal finito, damit das einmal gleich klar ist. So. Jetzt passt so, warte. Muss ich erst einmal natürlich ganz gemäß der Regelung meine ganzen Mikrofilter ausschalten, weil sonst habt ihr ja gar nichts davor. Also ich glaube mal, nach dem Kampf gegen Norman haben wir uns alle einen fetten Schluck zum Trinken verdient. Ja? Also Schnaps ist auch irgendwie ein Glasl, ein Flaschen oder was ihr halt gerade habt. Ja? Und dann trinken wir mal. Dann darf ich sagen, dann trinken wir mal, oder? So, Achtung, aufgemerkt, Mrs. Wifey, das ist für die und für Eng. Ja? Alle, die noch nicht beim Bisseln waren, die werden jetzt ein bisschen gehen müssen. Habe ich mal gehört. Songs, glaube ich. Ich hoffe, man hat es gehört. Ich gehe aber mal davon aus. Hat bisher immer funktioniert. Wenn nicht, dann machen wir es irgendwann nochmal. Dann kriegst du deine Punkte wieder. So. So. Prost auf die Bazi-Gang. Merci fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat alt aus. Man kann Musik eindamen, oder? Das meine ich, das glaube ich. So, und jetzt Ex. Was kriegen, wenn es Ex? Das ist extra der Weg, da fällt mir gar nichts. Jetzt nehmen wir schnell Musik rein, dass es nicht ganz so trist ist. Das knistert noch voll nach im Schaum. Ja, das mache ich ja extra zu Fleiß so. So, Party-Gang, Prost, merci fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat den taugt, aber ich gehe mal davon aus, dass es den taugt hat, weil ich hab noch nie was anderes nicht gehört. Prösterchen. Also ich ex das jetzt, gell? Da feiert er nie etwas. Feiert nie etwas, sagt der Ido. Dann hast du ab halb Bazi Ex-Machine. Ah ja. Den Spruch sparen wir jetzt. Ja, weil sonst heißt es wieder Ibi geschubst. Ja, den Titel möchte ich an Sei. Ich möchte, dass der Sei den Titel aus Obergeschubster packt. Ja. Ich bin zwar der weiß ich nicht. Kann man Gründer sagen, ich weiß nicht. Hört sich ein wenig blöd an, aber den Titel, den los ich lieber an Sei. Du kriegst bitte. Na, nicht für so einen Schmarrn, okay? Nicht für so einen Schmarrn. So, ich bin wieder hydriert. Ist hoffentlich auch. Ich hoffe, es hat es mir heute nicht allzu stark gemacht. Es trinkt der Bazi, es sauft das Pferd. Heute ist es umgekehrt. Ja, okay. Danke dir. Habt ihr auch dir, danke. Irgendwie ist mein normaler Bit-Alert komplett in der Versenkung verschwunden, oder? Seitdem ich den Booty-Alert habe. Ich weiß es auch nicht. Aber gut, El Presidente. der geschubst da. So, Freunde, streamtechnisch war's das für diese Woche. Zumindest vom Montag bis Freitag weg. Ja, ich hoffe jetzt. Ja. Was für dicke Steine? Die dicken Steine, ja. Nein! Wir können den dicke Steine ignorieren. Geht ja, das kann der Option gar nicht. Folgendes. Ja, das soll jetzt nicht. Oh, bitte. Dicke Steine. Damit der andere Allert nicht alleine ist. Ja, genau, damit er sich nicht so allein gelassen fühlt. Leute, ich möchte schnell was sagen, okay? Dann könnt's anderweitig eskalieren. Budi Badonk. Na, also folgendes. Streamtechnisch war's das für diese Woche, zumindest von Montag bis Freitag. Ich habe jetzt leider in meinem normalen Leben, ja, ein bisschen was zum Erledigen. Deswegen geht es sich leider nicht aus, dass ich jetzt am Mittwoch oder am Freitag oder sonst irgendwann live gehe. Aber, Freunde der Sonne, die Leute, die auf Discord haben, und das sind die meisten von euch, für die Leute, die noch nicht auf meinem Discord haben, war jetzt ein guter Zeitpunkt, dass du mal drauf kommst, ja, weil dann kriegst du nämlich mit, wann ich live gehe. Vorab, bevor ich überhaupt da bin. Meistens einige Tage davor. Und da haben ein Haufen geschubste Leute drauf. Ja. Das soll sauerhaft sauber werden. Also schau mal auf meinen Discord vorbei. Lohnt sich bestimmt. Genau. Das ist aber nicht so schlimm, weil wir werden am Samstagabend, Start circa 17, 18 Uhr, das weiß ich noch nicht so genau, werden wir Resident Evil weiterspielen. Ja? Da machen wir wieder einen Samstagabend-Stream, einen gemütlichen Horror-Stream. Da wird man einen Heisenberger mal... nicht alleine ist. Ist halt so blöd.
Da wird man Heisenberger mal einen Besuch abstatten. Mal schauen, je nachdem, wie viel Zeit das ich habe. Ja? Eventuell spielen wir Resi am Samstag fertig. Okay? Ich hab mir mal sagen lassen, es dauert noch zwischen 2 und 4 Stunden. Ja? Eventuell, da mache ich jetzt aber kein Versprechen nicht draus. Aber was ich versprechen kann, ist, dass wir Samstagabend auf alle Fälle Resident Evil weiterspielen. Ja? Das ist, glaube ich, glaube ich, ist zauberhaft, oder? Ich meine, habt ihr ja auch Lust drauf. Ich hoffe, dass nicht noch mehr kollidiert am Samstag als eh schon. Langsam kriege ich echt Probleme. Wie kollidiert? Achso, mit den Streamer. Ja, manchmal hilft's nicht. Aber das kriegen wir hin. Also, beziehungsweise du kriegst es schon hin. Bin ich mir eigentlich fast sicher. Genau. Ist das Viertel wieder am Lehrgang? Nein, die Mai ist auf einer Hochzeit. Frau Bazi ist auf einer Hochzeit. Ja, ich muss zwar lediglich Fahrdienst machen, aber das ist kein Thema nicht. Deswegen haben wir Samstagabend wieder frei. Nächsten Samstagabend habe ich auch wieder frei. Da ist die Mai dann auf einem Gabalier-Konzert. Das heißt, da wird es wahrscheinlich auch einen Stream geben, vermutlich, denke ich mal. Aber da soll dann eine Zukunftsbasis mal schauen, was da dann Phase ist. Okay? Jetzt halten wir einfach einmal fest, dass ich am Samstag wieder live bin. 17, 18 Uhr aus, es kommt irgendwas Gräbers dazwischen, davon gehe ich jetzt aber nicht aus. Und dann spielen wir Resi weiter. Okay? Dann sage ich, merci fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hat's taugt. Heute war es zum Schluss aus relativ intens. Die Nuzlocke geht weiter, das ist das Wichtigste. Da spielen wir aber auch erst nächste Woche weiter. Okay? Jetzt müssen wir schauen, wer ist denn live. Das war mir das Wichtigste. Na, scheiß auf dem Host, ich mag keinen Host, ich mag einen Raid. Ich wollte gerade sagen, mein Twitch buggt schon wieder. Mein Twitch buggt schon wieder. Leute, habt ihr Lust auf Flauschknädel? Ihr habt bestimmt Lust auf Flauschknädel, oder? Sagt's mal bitte, dass ihr Lust auf Flauschknädel habt. Ich gehe mal davon aus, dass ihr Lust auf Flauschknädel habt. War gelungen, wenn nicht. Na, sechs, da haben wir schon die ersten. Da Flasche. Klingt noch Fichterli. Genau, wir gehen mal zu der Fichterli. Die spielt Stray, ein unfassbar gutes Spiel. Hat mir wahnsinnig gut gefallen. Beim Mike. Die spielt das halt auch. Wer liebe Fichterli noch nicht kennt, ist ein Anhänger der geschubsten Community da erinnert, ist Abonnentin und Moderatorin bei mir. Eine sehr liebe Person. Wer es noch nicht kennt, Däumelein da lassen. Ihr wisst es, das ist der wichtigste und beste Support, den Sie einen Streamer geben könnt. Abgesehen vom Zuschauen natürlich. Genau. Wie gesagt, wir sehen uns Samstag wieder. Merci nochmal fürs Zuschauen. Viel Spaß bei der Fichterli. Raid Command ist im Chat. Genau. Dann wünsche ich noch einen schönen Montagabend. Eine schöne restliche Woche. Bleibt mal bitte gesund. Trinkt mal ausreichend viel. Ja. Bei der Hitze ist das eine wichtige Sache. Und dann hören wir uns am Samstag auf Nacht wieder. Haut's euch rein. Habe die Ehre. Pfiat euch. Bis die Tage.